Grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verweht. Wir spielen für euch die 16er Mund. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit. Manche Oden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backel spielt mir noch den Werner Schaar. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrapumpe klingt rein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Trommeln und grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verweht. Wir spielen für euch die 16er Bund. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, so schaut's aus, meine Lieben. Herzlich willkommen wieder einmal am Montag um 20.15 Uhr zu unserem Livestream auf YouTube zur Pawlatschen. Nummer? 183. Jawohl, grüß euch gut auch meinerseits. Herzlich willkommen. Studio Donaufeld, sind wir wieder live. Jawohl. Heute mal wieder in der Panier. Oh, in der Panier. Pawlatschi ist die Panier. Pawlatschi ist die Panier. Und ist noch so älter. Nein, gut, das ist ja, das macht das, ja. Viel älter ist nicht, das war's eher, oder? Na, das ist ja alt, das ist ja Das Fleischwald. ist das alte schon. Ja, stimmt, ja. Ja. Stimmt, ja. Wir sind voll dabei, wir freuen uns, dass wir wieder beieinander sitzen. Frohen Herbstbeginn an alle. Wobei Herbst, ich meine, es ist jetzt heiß. Das ist fast schon Winter heute gewesen. Heute, ich habe nachgeschaut, auch zu Dezember letztes Jahr, am 24. zu Weihnachten, haben wir 2 Grad mehr gehabt in der Früh als heute bei mir in Eibestal. Also. Im Dezember muss man jetzt sein, nicht? Da hat man schön warm. Aber jetzt wisst ihr, das ist, bei mir war ich der Klause, wie ich war bis vor einer Woche, bis vor 10 Tagen sowas. Und da habe ich, also nicht jeden Abend, Letzte Woche waren wir in der Klaus, vor einer Woche waren wir noch ja in der Klaus. genau, letzte Woche waren wir noch. Bei den Pawlatschen was der Klaus. Und da haben wir aber nicht reingehauen. Bei der Pawlatsch haben wir nicht Da ist gegangen. Das ist gerade gegangen. Aber ich glaube am nächsten Tag, da habe ich tatsächlich am Abend in der Stube in Kuchlehrt angehört, damit ich ein bisschen einen Überschlag habe. Meine Lieben, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir begrüßen ganz herzlich. Der Barreiter ist da. Griechenland, da möchte ich auch mal wieder hin. Die allererste war die Momo heute. Momo M. Du musst wieder umschalten, wahrscheinlich gehen auf alle Anzeigen. Ich habe alle Comments. Ah, okay. Die Momo war die erste. Momo M war die erste. Momo kommt bei mir da gar nicht vor. Alle, da hinten irgendwo. Da liebe Grüße aus Griechenland. Die allererste. Wirklich wahr. Das haben sie bei mir verschoben. Aus Griechenland, die Momo M. Momo M. Jawohl. Wir tanzen ihre Namen mit großer Freude. Und darum sagt der Barreiter Griechenland, da möchte ich auch mal wieder hin. Was zweimal mit dem Motorrad tut, ein bisschen beneide ich dich. Bravo. Barreiter, da beneiden wir alle die Momo ein wenig. Matthias Mariacha ist da. Buonasera Pawlacisti. Jawohl, Matthias Mariacha. Kalispera an die in Griechenland weinenden. Na schau, Multi. Jawohl. Der Maber ist da. Einmalig. Servus. Daniela Schlegel. Einen schönen Abend zusammen. Die Principessa dei Pawlacisti. Auch im Chat. Und ich meine, da kann natürlich jetzt keiner, weiß keiner, was ist, aber ich kann es ja trotzdem sagen. Du kannst das sagen, ja. Der Daniela dankt der Chef. Wir haben noch nicht reingeschaut. Wir haben ein Packerl bekommen, mein Munkelein und ich von der Daniela ein Packerl bekommen. Und da schauen wir dann rein. Und, also privat sozusagen. Aber ich sage jetzt schon herzlichsten Dank an euch zwei. Markus Volker ist da, größte Groter Musikraum. Franz Brandwein, unser allererster Fiaker überhaupt. Von der Wertigkeit her natürlich. Werner Wichtig, jawohl. Alexander Hauser, erst letztens beim Taschler wieder großes Vergnügen gehabt miteinander. Der Landtagsstromer Markus natürlich. Wildcat, der Raffi aus der Steiermark. Gertrude Woditschka. Jawohl. Servus. Straßenhans. Andrea Waldherr Flocke, jawohl, die Andrea. Wieder einmal dabei. Aus Landshut, bin nach langer Zeit endlich wieder dabei. Ja, da freuen wir uns. Da freuen wir uns sehr. Fritzl Stadtkurs, unser Grand Senior, ebenfalls am Start. Ebenfalls Wohlfühl-Oase Patricia. Schönen guten Abend aus Bad Radkersburg. Servus, Patricia, das freut uns, dass du dabei bist. Wohlfühl-Oase. Denkst du das?
Das ist jetzt derzeit zum Beispiel ist schon ein geharzter Raum. Ein Wohlfühloase wieder unter, nicht? Jawohl, Karin Albertina Priestanek, jawohl, der Peter Brachtel ist dabei. Ein Krug kühler Wein steht bereit und der angenehme Teil des Montags kann beginnen. Barretter, das gefällt uns. Das gefällt uns, dass du das als angenehmen Teil siehst. Peter folgt. Überpünktlich aus dem Gasthaus geschafft. Servus mit 4 gespritzte Vorsprung, Peter und die Kohl. Die werden wir aufholen. Die werden wir aufholen. Aber was glaubst du, wir sind ja keine Pfuscher. Michael Unger, die Mege Pampert hat es geschafft. Grüezi, die Paulacisterie. Hat uns gestern noch geschrieben. Aus Luzern nehme ich an, nicht? Richtig. Hat uns gestern noch geschrieben, dass sie nicht weiß, ob es ausgeht, aber das halt ja nicht, dass das passt. Hat hingehauen, wunderbar. Ja, Raffi sieht halt ohne Werbung recht hast. Hast du das YouTube, nicht Prime, aber wie das halt heißt, das YouTube halt, das Premium oder das wie Premium, heißt? ja. Premium Muss ich sagen, habe ich auch. Muss ich sagen, ich bin ja jetzt, aber nachdem ich sehr viel YouTube Ich schaue. trug Wecker. Ja. Nach wie vor. Nein, ja, Ich muss nein, nach wie vor. Da bin ich ein alter Sportmeister, weißt du? Nein, das Beim ist mir Wachteln wert. ist mir wurscht. Aber wirklich, nachdem ich sehr, sehr viel YouTube schaue, Ja, muss ich echt sagen, du, das Ein ist, Flugwecker. das geht ja oft gar nach nicht. 5 Sekunden geht's. Also zu 90%. Ja, aber nach das 5 ist Sekunden. aber das ohne Werbung, ohne irgendwas. Ein Genuss. Ein Genuss, muss ich echt sagen. Das leistet Nein, mir. überlegen wir es vielleicht. Das leistet mir wirklich, das ist super. Der Manfred Kraft. Sauwetter sei Dank, heute bin ich einmal bei euch und nicht nur auf der alten Donau. Manfred Kraft. Servus, grüß dich. Schade, dass du natürlich jetzt nicht an der alten Donau bist, aber natürlich, wir freuen uns, dass du da bist. Ich glitsche diese Bubbles. Pünktlich wie die Sonnenuhr sind die 16er Buben. Guten Abend, Bubble Cheese. Grüß dich gut, ich glitsche Servus. diese Bubbles. In Luzern-Regenzau. Klaus, das Shirt hatte ich am Wochenende in München an auf der Auer Duld. Fritzl. Jawohl. Unser Grand Senior Fritzl. Auf der Duit, ja. Na, aber da kriegt er von mir persönlich. Ich weiß schon. Drum. Für einen Grand Senior haben wir das eine. Das ist aber ganz leibend. Ganz leibend. Fritzl. Munro ist auch da. Good evening, Munro. Beste Guten Grüße. Abend, mein Lieber. Guten Abend, ja. Beste Grüße nach Thailand. Für dich guten Morgen, aber Jawohl. Außer Dauertrinkspiel und Werbesendungen. Bravo, Franz Brandwein. So, na gut, ich würde sagen, wir machen einen Schritt. Schalte meines Armes. Warte mal, Kamerakind Patrick ist auf. Ist on air. Mach mir auf den Weg zum Weinkühlschrank. Ab zum Schauen wir mal, Unbottling. schauen wir, was ich finde. Jawohl, schauen wir mal, was wir haben. Jawohl. Ja, der Weinkühlschrank. Er wird geöffnet. Jetzt schauen wir, nicht das Wasser. Das Wasser zeigt er. Das stockt, das Bild. Ah, jetzt haben wir es. Ja, jetzt sieht man schon. Ich gleich schon hier. Ein Trabauer. Oh, Wieder quasi ein Momo M Sponsoring vom Trabauer, jawohl. Jawohl, das haben wir. Einmalig. Trabauer, ein roter Veltliner 2022. 12,5 Volumensprozent aus Stetteldorf am Wagram. Trabauer, jawohl. Der ist schon offen. So schnell geht's. Welch freudiges Geräusch. Ah, herrliches Geräusch. Jawohl. Was war das? Gell? Ein Pavlatschal? Ohne Wein. Anbottling. Nicht, das war. Ich meine, haben wir ja auch schon gehabt. Ne? Haben wir schon Tee-Pavlatschen. Ja, haben wir schon einmal gehabt. Ja, in Neibestal. Wo sonst? Ja. Da gibt es ja keinen Wein dort. Ja, eben nicht. Das war anachronistisch. Riecht hervorragend. Seht einmal. Hat meine Hand hier geführt. Jawohl. Auf euch. War sehr fruchtig. Oh. Also wenn der jetzt sagen wir mal süß war, könnte das ein Eiswein sein, gell? Oder Spätl. Ja, der schönes Zuckerspitzel auch. Ja, aber boah, der ist gut fruchtig. Schmeckt mir schon wieder. Also es hat mir vorher nicht geschmeckt, aber was haben wir? Roter Veltliner. Roter Veltliner, ja. Weltklasse. Und wie man sieht, roter Veltliner ist kein Rotwein. Ich sag's nur dazu nebenbei. Ja, sollte man vielleicht sagen. Schau, Peter Volzer, warum habe ich eigentlich keinen Weinkühlschrank? Bildungslücke. Nein, es ist keine Ich Bildungslücke, hab auch keinen sondern gut, bei dir zählst du es nicht aus, ne? Ja, ich hab 3 andere. Bis du eingerammt hast und der Kühl ist, hast du schon ausgesoffen. Nein, ne? es kommt ja immer wer. Weißt Ja, du? eben.
Ja, aber ja, eben du hast 3 andere. Gut, ich habe auch noch 3 andere. Zwei. Okay. Okay, wir haben 1, Und ein Tiefkühlschrank. 1, 2, 3 Kühlschränke, 3 Tiefkühler. Das darf man eigentlich nicht so, das ist ein Wahnsinn. Nein, ich hab 2 große Kühlgefrierkombis und noch einen großen Tiefkühlschrank. Der kann ich nicht mehr sagen. Ja, also der CO2-Fußabdruck ist natürlich gewaltig. Allerdings das, was drinnen lagert, ist der CO2-Fußabdruck wieder so gering. Und ich meine, jetzt was heraus ist, mir ist der CO2-Fußabdruck so dermaßen wurscht. Besten mir geht in Hosen, muss mir noch ärgern. Außerdem, ich habe eh ein E-Bike. Also ich bin voll im Du hast ja Trend. 2 E-Bikes sogar eigentlich. Wenn man es So genau zwei? nimmt, hast du 2. Du hast irgendwie auch ein E-Bike und dann hast du den Nein, ich habe Kraftkarren. kein E-Bike. Hast du nicht mehr? Du Das hast ist schon lang, das Ach habe so, ich ich glaub, gehabt du hast das vor 10 Jahren. Ich glaube, du hast das. Na geht, das habe ich da nicht gehabt. Das war ein Schatz. Das war war eines der allerersten. Das war ein E-Bike ohne I dann. Ja, das war ein Heckmeck. Der wäre jetzt gut. Schon, dass ich mit dem Auto fahren muss. Ja, der ist wirklich gut. Rote Berliner hat schon zu Kontroversen beim Werkelmann geführt. Markus Prestonik. Ja, wirklich wahr. Was ist ein roter Berliner? Ich kenne nur den grünen, Barreiter. Ein roter Veltlin ist auch eine Traubensorte, eine weiße. Einfach eine eigene. Endemisch hier eigentlich hauptsächlich in der Dermann-Region gewesen früher. Wobei im Weifel hat es auch immer wieder gegeben, sporadisch, eine sehr seltene Sorte, nicht sehr oft angebaut. In der Zwischenzeit. Ja. Ist wieder im Kommen, glaube Klassisch auch im Wiener gemischten Satz auch drinnen gewesen, natürlich. Klar, roter Veltliner war immer dabei, ein bisschen länger. ich. Ist wieder im Kommen, glaube ich. Auch ein bisschen, ja. Aber ist eigentlich einfach eine eigene Sorten. Eigene Sorten, ja. Eigene Züchtung. Sozusagen. Die Mägde sagt zum Friesli, auch adult. Einmal war ich dort mit den Buben. Der Klaus hat jetzt Jawohl. ein Hemd gekauft. Der Patrick auch. Ich auch, So ein ja. Mittelweit-Hemd. Ja. Habe ich fast nie getragen. Aber es war leibend, ja. Ich hab schon öfters getragen, ja, ja. Ich hab das sogar noch, weil das ist wunderbar. Wirklich war du hast das Ja, noch? ja. Nein, ich hab das irgendwann einmal dann. Patrick, spielen wir, was hätte ich gesagt, und dann werden wir uns warte. einen Packerl widmen. Das geht schon wieder nicht, was ist das? Was geht denn? Was ist denn schon wieder nicht? Nein, es läuft. Es läuft. Dann wenn es läuft. Wenn es läuft, dann läuft. Wir müssen, was spielen wir denn eigentlich? Was spielen wir? Was spielen wir denn eigentlich? Was war denn so ein schöner? Schöner zum Reinkommen. Ja, schöner zum Reinkommen. Ist gut. Ja. Es ist kein Wunder, dass wir heute beieinander sitzen da. In dem Lokal, da kommen lauter echte Wehrer zusammen. Nicht solche Schwammerlbrucker, die zum heurigen Wandern dann. Laut umeinander blähen und gar kein Gefühl für der Museum. Für solche Leute, da haben wir da bei uns keinen Platz. Da gilt für alle Zeiten nur der eine Satz. Jeder, der glaubt, ein Werner zu sein, der aufhaut und schreit, die Welt, die kehrt mein, dem sag ich ganz leise, mach die nicht so breit, tut die Liebe ducken und sei ja schön stark. Sie ist schade, dass die Welt so modern und so laut, jeder auf sich und kein anderen mehr schaut. Ich bitte, ich frage euch, das geht mir nicht ein. Ja, der kann doch kein Werner sein.
frage ich, das geht mir nicht ein. Ja, der kann doch kein Wiener sein. Großartige Nummer. Molig. Herrlich. Sofort einen Schluckerl nehmen. Das war ja, wie man es da. Wie man es da, du musst heben. Zuerst trinken wir mal wegen ein Lied. Genau. Auf euch. Seid zum Wohl. Und jetzt trinken wir. Und jetzt trinken wir. Original. Auf Die Wildcat. 5 Euro. Jawohl. Mutze und Sani haben freie Bude und werfen was ein. Selber am Hakeln muss Ölkuhle kontrollieren. Wildcat. Ich danke dir und natürlich Sani und Mutze, den einzigen wahrscheinlich, den einzigen Wellensittichen weltweit. Nymphensittich. Wellensittich. Siehst du, hab ich noch nie Hast du gesagt. noch nie Gell? gesagt? Ja, Ja. noch nicht. Ja. Nein, nein. Auf der Wellen bin wahrscheinlich. Die einzigen Nymphensittiche weltweit, die echte Wiener Lied-Fans sind, die sogar was ins Kerl hauen. Weltklasse, danke schön, Wildcat und Alles beste Gute, Grüße. danke. Beste Grüße an Sani und Mutzi zum Wohl. Na doch, das hat sich da schon. Wohl schon. Ich will sofort einschenken. Ich liebe die Sentimentallieder so sehr. Mickey Bembern, ja. Mein Fußabdruck ist nicht so gewaltig auf 42er. Braucher Franz Bandwender. Ja, was soll ich Patrick sagen? schon mehr machen. 48. So, und jetzt müssen Nächste wir... Größe U-Boot. Beste Grüße ist Berlin von Wolfgang Krawatzka. Grüß dich, Berlin Gott. ist er heute. Servus. Na schau, beste Grüße Retour natürlich. So, und der Michael Unger fragt natürlich, was einer der aufmerksamsten, muss man sagen, Paula Giste. Wobei alle sehr aufmerksam sind. Ich weiß nicht, ich glaube, die saufen nicht so wie mir bei der Paulatschen, glaube ich halt. Was war eigentlich in dem Paket drinnen, das vorige Woche ausgepackt werden sollte? Patrick, was war drin? Ich weiß noch nicht. Ja, nicht. Warum? Na, weil wir es natürlich nicht ausgepackt. Wir haben das heute mit. Steht da. Aber wir warten noch, es ist ja vom Dampfhammer und Ja. wir warten noch, vielleicht kommt er bald dazu. Dann, Also man sieht das Paket, sieht man genau gerade nicht, nämlich. Ja. ja, nein, man sieht es nicht, ja, nein, das ist halt. Warte, der Raffi hat was geschickt, was hat er mir geschickt? Warte mal. Warte, muss ich jetzt da schauen. Da muss ich wieder. Was hat er mir geschickt? Fire Cobra. Ui, was habe ich jetzt gemacht? Oh, weh. Fire Cobra, na geil. Na, warte mal, das werden wir natürlich sofort. Wieder ein Kunstwerk vom Hast du Thailand. schon geschickt? Nein, So. ich muss jetzt, Nein, jetzt da hier. Jetzt Jawohl, verbindet er jawohl, sich jawohl. mit meinem Computer. Jawohl. Darum, es reden einige da schon von der Fire Cobra. ich hab schon gesehen natürlich, selbstverständlich. Hast du schon gesehen? Ja. Na, sehr gut. Ja, na, wie gesagt, wir warten noch, bis ob der Dampfhammer heute zuschaut, weil es natürlich Verjährung ist, das Sparkling. Das Patrick hat's mit. Ja. Und daher, Natürlich habe ich es mit. jawohl. Kann man nicht vergessen, so groß wie das ist. Nein, das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist schon da. Das muss schon da sein. So, der letzte Woche ist mir leider passiert, dass ich es vergessen habe. Naja, das kommt vor. So, pass auf, Scher. Neuestes Kunstwerk vom Raffi, der ja Bilder bearbeitet. Schaut euch das an. Die Feuerkobra, na ist das Weltklasse. Schaut euch das an. Live bei Raffi Bur. Da muss man echt sagen, gewaltig. Bravo Raffi. Bravo Raffi. Und pass auf, der Cobra Little haben wir keins, gell? Also, nicht einmal Kiewerer Cobra nicht. Nein, Wir machen Hausbesuche dem sowas, ne? ja. Wie Wir so machen eine auch Faust- Hausbesuch. Das war das T-Shirt, was ich Ja, gekriegt eben, habe. genau. Martin hat einmal einen Trikottausch gemacht, ne? Quasi am Trikottausch, ja, Heiligen. vor 20 Jahren. Ja, Also, ich hab das T-Shirt habe ich noch. ja, das ist, Ja. ja, weil man bemüht sich ja auch, die Exekutive zufriedenzustellen. Und da wir das recht gut gemacht haben und alle angesoffen waren, sag's wie es ist, gab es dann einen Trikottausch. Patrick, ist bei dir wirklich so kalt, dass man einen Ofen braucht? Nee, Ja, 11 Grad haben wir gehabt in der Früh. ich Ungar. Das ist da, ja. Ich meine, bei mir klappt das fast eher, Und gell? wenn man in der dann Klasse, im Zuge aber eines Hausputzes ein bisschen lüftet länger, ist drinnen nicht angenehm gewesen. so
man muss ja nicht einharzen zum Einharzen sind, Sinne von, aber dass es halt gemütlich ist. Ne? Ich habe nur einmal Eckharzen wieder ausgelassen und dann hat es schon passt wieder. Ja. So wie der Klause, nicht? Das ist ja auch nicht Harzen, sondern halt so, dass es ein bisschen wieder Ding ist. Gell? Patrick, der Paketzusteller, danke, dass ich dich missbrauchen durfte, sagt die Daniel Schlecht. Bitte gerne. Küss die Hand. Oder ich gesagt, Daniel, wir sagen auch nochmal Danke, aber natürlich melde ich mich dann persönlich noch, wenn wir dann reingeschaut haben. Ja, pass auf, ich jetzt so, wir machen jetzt noch wir machen jetzt, was macht man jetzt? Jetzt ist mir schon wieder entfallen. Ist der entfallen schon wieder? Ja, nein, ich wollte einen Marsch machen. Machen wir einen Werner Schimmel für meinen Mundgelenk. Ja! Machen wir einen Werner Schimmel für meinen Mundgelenk. Einen Marsch! Also das hat viel Geld gekostet, gell? Dass du es eben rausbringst. Nicht, ja? Ja. In Meidling in ganz ein kleinen Häuser, es wird aus zum goldenen Kranz. Ein heimliches alter Werner Beiser, dort gibt es kein Fernsehen, kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütliche Werner vom heutigen Tanz nichts verstehen. Und dort kann ein Tanz mir jetzt lernen, wo Werner ist und doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Das ist kein Franz, da soll der Tanz. Lustig ist nur der wie am Kirchturm. Man braucht nur kein Smoking, kein Frack. Man tanzt ohne Rot und mit Vierter. Man braucht keine Stiefel aus Lack. Die Köchin, die Plane, die Anna tanzt da wie der Rischfisch vor Hamur. Min Würstel unter den Graden und singt noch das Gestanzl dazu. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel. Das kennen die alten Leute, uns passt nicht neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Der ist, das ist kein Franz, da soll der Tanz. Einmalig durchdampft. Einmalig durchdampft. Das ist schnell gegangen eigentlich. Aber ich werde die 4. reingehauen. Aber mach durstig auch. Mach durstig auch so Nummer. Muss man schon sagen. Muss zurückhalten, ne? Ja, ich halt mich zurück beim Trinken. Ich halt mich zurück. Der Werner Schimmel Wöldmann. Lieblingslied von meinem Munkelein. Und ist natürlich so. Fällt mir selber auch noch gut. Ja, also ich kenne es so richtig so schwungvolle, leibende Geschichte. Und es ist ja so, wir haben ja, mein Mundgelenk, die sind ja, ich glaube 18 Jahre, sind wir ja schon ein Paar, ne? und haben das jetzt quasi sozusagen administrativ fixiert, indem wir bei einem sehr lieben Freund von uns, der Standesbeamte ist im Schloss Dürngrod, jetzt dann auch sozusagen das amtlich gemacht haben, genau. Offiziell sozusagen. Sind jetzt offiziell Mann und Frau, also das, was man jetzt seit 18. Also der Ring, gell? Schau, warte. Sieht man den Ring? Schau, da. Weißgold, bis der Partei. Und kaum verheiratet! Ja, naja, das ist das Ding. Und das ist sehr leibend, aber wie gesagt, ist ja in Wahrheit ist es ja jetzt keine. Also ist schon was Besonderes, also wir freuen uns schon sehr und haben das schon genossen und das hat ja der Roland, der das gemacht hat, immer ein lieber Freund von uns, hat das wirklich sehr lieb gemacht und wir waren
ganz allein eigentlich, also wirklich im ganz, ganz kleinsten Rahmen. Und sind dann noch essen gegangen, gemütlich und Familienfeier folgt danach, wo wir eigentlich nur gemütlich essen werden, also jetzt auch kein Ding. Aber auf jeden Fall gab es da eine Hochzeitsplaylist. Und das ist eine Geschichte für sich. Weiß ich doch, Die Hochzeitsplaylist. Naja, nein, pass auf. Also, na gut, okay. Die Hochzeitsplaylist, also mir wurde aufgetragen, dass ich 3 Lieder auf einem USB-Stick zur Verfügung stelle. Nicht? Also, habe ich gemacht. Aber. Nein, habe ich gemacht. Alles, aber ich bin dann drauf gekommen, ich habe ja gar keine Lieder. Ich höre ja alles auf Spotify oder YouTube oder sowas. Ich habe keine Lieder. Und CDs habe ich irgendwo vergraben und dann habe ich so geschaut, dass die einzigen Lieder, die ich habe, auf der Festplatte, also als MP3 da was vorhanden, das sind Wiener Lieder halt, nicht? Und meistens halt zu Recherche, oder halt, naja, Recherchezwecke, aber halt zum Lernen oder halt, ja. Und jetzt habe ich natürlich nur 3 Wiener Lieder gemacht. Die Playlist spielen wir jetzt durch. Schau, herzlichen Gratulation. Danke die vielmals. Die fallen schon eine, die Gratulation. Danke, Barreiter, Andrea, danke schön. Jawohl. Jawohl, ich klitsche diese Pause. Öfter Berlin, bei der Laufbereit, die ist leicht. Da leibert. Mama Glückwunsch, danke schön. Danke schön. Klaus Munkelein sagt Matthias Mariacher. Gratuliere. Danke. Ja, wie gesagt, na, wir haben ja eine Riesenfreude und also, das muss man so sagen natürlich. Jesus, ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. wir haben so eine Freude. So eine Freude haben wir. Und war wirklich eine tolle Geschichte. Und ja, wie gesagt, also auf jeden Fall die Playlist. Nicht? Jetzt habe ich so 3 Wiener Lieder und den Werner Schimme, das war das erste. Ist es natürlich so, dass die 3 MP3 gleich gar nicht funktioniert haben, sondern nur 2. Also der Werner Schimme hat nicht funktioniert, den haben wir jetzt hiermit nachgeholt. Also quasi der Einlauf zur Zeremonie. Da wird schon gelacht haben da. Naja, das wird also nur 2 oben, also schon wieder irgendwas nicht funktioniert. Also der Einlauf zur Zeremonie war der Werner Schimme, den haben wir jetzt auch erledigt. Das zweite, eine wunderschöne Nummer, da haben wir immer noch einen Refrain gespielt. Vielleicht schaffen wir sogar, ich weiß nicht, ich hätte vorher mal spielen können, vielleicht schaffen wir die Strophen auch noch dazu. Vom Richard Čapek, die Nummer. Ohne die, ja. Ohne die, da geht es halt nicht. Und das habe ich natürlich vorgespielt, weil die habe ich die Scheiben Weil Strophen auf sind nicht gar MP3. nicht. Das ist ja eigentlich Das ein Rondo vom Haus aus. Also das ist nur so. Übergange. Übergange. Ja. Die Hochzeitsplaylist war das Schwierigste bei unserer Hochzeit, das glaube ich, Daniela. Ja, wie gesagt, das war ja nur für dort, für diese standesamtliche Zeremonie. Und dann habe ich eben das eine Lied gefunden, vom Stadelmeier Gruppe, natürlich. Von Stadelmeier Gruppe und ja. Ohne die. Hast du es oder ohne die, da geht es halt nicht? Oder nur Ohne die heißt es eigentlich. Ja, ohne die. Ohne die, Untertitel, da geht es halt nicht. In Klammern dazu geschrieben, ja. Ja. In die Originalnoten, ja. Schau, der Franz Bratwein gratuliere auch. Zu was auch immer, ob das nicht mitkriegt. Bravo, Franz Bratwein. Gratulation aus. Gratuliere, danke schön. Jawohl. Gratuliere, damit Matthias Gerald, Daniela Schlegel, Raffi, ich danke euch vielmals. Klaus, ganz herzlichen Glückwunsch euch beiden, das gefällt mir für euch. Bitte Erfolg, danke schön. Marita, jawohl. Na gut, bist du bereit? Ohne die, da geht's halt nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne die, da geht's halt nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Geh durchs Leben Hand in Hand, uns bringt nichts mehr raus. So wie wir zwei sind nicht viel da, ob Freude ob Leid, wir tragen's so zweit. Ohne die, da geht's halt nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne
verliert nicht hin. Gehen durchs Leben Hand in Hand. Uns bringt nichts mehr auseinander. Schöne Nummer. Schön, Bin eigentlich wieder drauf gekommen, wie schön die Nummer eigentlich ist. Ja. Und vor allem von Stadelmeer-Gruppe natürlich interpretiert. Auf der Blaue super, ne? Da hast du gehört, im Hintergrund, was das Geschirr, das besteht klappern und so. Das ist eine Live-Aufnahme von was war, vom Weidecker Schutzhaus. Vom Weidecker, das sind Jazzland. Nein, das ist Weidecker, weil da hast du das klar beim Jazzland, hast du nicht so das Klappern so nicht das so Ding, laut, ja. Schau, viele weitere gratulieren. Danke euch vielmals, ganz lieb für euch. Und das Lied ist auch unterschiedlich. Aber muss ich wirklich sagen, das war natürlich dann, also das in der Playlist an der Mitte, das war dann mehr nachdem also das Eheversprechen angegeben ist und diese, wie heißt das da, das quasi eigentlich unterschrieben worden ist und so, nicht? Also das amtlich dann war, nicht? Mit der Ring und das Ganze. Habt ihr die Ausweise mitgehabt? Alles einmal gehabt, alles einmal gehabt. Den braucht das jetzt amtsbekannt. Außerdem, das haben wir ihm schon vorher geschickt. Das war ja leibend, weil natürlich dann nach der Trauung ist er verschwunden im Büro und hat gesagt, das ist normal bei uns nicht üblich, da im Amt, da im Zimmerl, da, nicht, wo das im feierlichen kleinen Festsaal sozusagen, nicht? Aber ist er gleich gekommen mit der Brachtel. 2 Bouteillen, So gehört sich das. Ne? 6 Glaseln, weil mehr waren wir nicht, weil ganz gemütlich, ganz klar, ganz leibend. Und das war dann das dritte Lied für diese Hochzeitsplaylist ausklang, sozusagen, also das war dann zum Abschluss, das Ganze beendet worden ist, nicht? Und das war auch Stadelmeer-Gruppe. Kinder füllst die Glasel an. Kinder füllst die Glasel an, wer weiß, was morgen ist. Trink mein Ex, was liegt schon drauf? Ein Räschel, das ist gewiss. Ein geschmackiges Bussel von meinem Schatz, was braucht das ein Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch 12 Liter her? Wie geht das wieder auf der Welt? Was gar so schön? Das Problem ist, dass man den Text nicht versteht. Also wir haben da auch keine Noten gefunden, vielleicht ist jemand, der Rudi ist auch nicht dabei heute, gell? Der hat da noch eine Chance nicht. Und von der Platten runterholen den Text, das war unmöglich. Also wir haben das probiert schon vor Jahren. Wir verstehen den Text nicht, tut mir leid, geht nicht. Ja, auf der Welt was gar so schön, wenn es das liebe Geld nicht geben. Hätte das liebe Geld nicht geben. Ich will dann mal in mich gehen beim Anhören. Vielleicht, so schreiben wir es neu. Was wir hören und was wir nicht hören. Gemacht Ja, genau, ja. Das haben wir in der alten Tradition. Ja. Aber das war die. Das war jetzt auch noch einmal. Dankeschön. Das war jetzt quasi die offizielle Hochzeitsplaylist von Onkelein und Klause. Kinder fühlen sich Glasl an, das war lernen. Wir haben im Standesamt eine halbe Stunde überzogen, weil es so lustig war. Bravo, Peter. Nein, das war bei meiner Hochzeit, damals mit meiner ersten Frau, also mit der Yvonne, ja. Hat es auch länger gedauert als geplant, weil da gab es eine Überraschung, auch noch Musik. Gab es eine Musiküberraschung? Ja. Wieder was anderes. Und der Standesbeamtin hat das so taugt, dass er gesagt hat, das lassen wir den noch ein bisschen spielen erst. Ja, das taugt. Na gut, er hat sich überhaupt schon mal gefreut, und das muss man echt sagen, ist auch bezeichnet. Wenn man in dem arbeitenden Bereich, so Wahnsinn, in Wien, man tut am Land ist wieder was anderes, nicht? Aber Ja. in Wien, man sagt, und die hat echt original gesagt, ich will das jetzt gar nicht besser, aber die hat original gesagt, die hat sich so gefreut, dass einfach wieder deutschsprachige. Das war fast vor bald 20 Jahren. Ja. Bald vor 20 Jahren. Ja, war das, die hat sich echt gefreut. Und wobei man sagen muss, Das war vor 20 Jahren. mindestens. 2003. War das? Ja, 20 Ja, Jahre. das schon 20 Jahre. Ja, aber also da ist jetzt gar nicht so gegangen um das, dass da für Ausländer sind, sondern sehr viele, wo sie gesagt hat, das ist der Blinder von hinten, dass das keine Liebesheiraten sind, sondern halt für die Staatsbürgerschaft oder sonst was. Ja. Und echt Ja. viel, das ist kein Mo, kein Mau, kein Lachen, kein Ding, kein gar nichts, die wollen das hinter 10 sich Minuten bringen. und danke, wieder schauen. Und es hat noch da gefreut, dass endlich einmal wieder einfach normale Menschen jetzt einfach wirklich heiraten. Ne? Muss es, das war auch in Erinnerung geblieben. Ja, aber es war schön, war natürlich schön. nachher auch gefeiert, das ist ganz klar. Ja. Ist ganz klar.
Danke, Schiff die Da hat Oper. der Roland Sulzer mit Helmer gespielt. Mit Helmer Dums damals. Ja, genau, ja. Gott, ich sagen. Überraschend, ich habe nichts gewusst. Der Helmer ist leider schon vor Ja. schon ein paar Jahren her schon von uns gegangen. Ja. Wolfgang Korzka schickt auch jetzt. Manfred Graf, Schulden hätten wir auch keine mehr, Pfandeln, die waren Die waren alle leer. Ja, genau. Genau. Aber bitte ist so. Auf der Welt, das schön. Jetzt das leer. Müssen wir uns einlehnen. Das müssen wir jetzt wirklich schauen. Pfandeln, die waren alle leer. Ja, aber das muss man rauskriegen. Weil die Nummer auch nämlich super ist. Super Voll mit Nummer. Kinder. Und das ist zum Beispiel im Wiener Lied, das taugt mir. Wo es einfach, weißt du, da geht's Kinder fühlt sich, hat einen Tiefgang. Jetzt bei aller Seichtigkeit des offensichtlichen und oberflächlichen Themas. Nicht? Kinder fühlen sich klar, wer weiß, was morgen ist, trinkt man X, was liegt schon da. Ein Reischer, Das was ist gewiss. Ein geschmackliches Busserl von mein Schatz. Was Was braucht braucht der der Mensch Mensch noch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist, bringt's noch einen Liter. Ja. Ja, super. Und das hat schon was. Das hat schon was, absolut, finde ich halt, was passendes. Patrick, ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, ob der Dampfhammer heute noch kommt. Ja, ich weiß auch Wir nicht. müssen reinschauen. Nimm dir das auf Schau mal, Schoß, eine- Messer wieder hergelegt Ja, ich sehe und schon. die Film. Ist der 5. Die Film. Filmen. Kamerakind Klaus. Filmen Sie. Kamerakind Klaus. So. Ja, Patrick, Ein bisschen aufpassen, da, ich möchte nicht. ja, nein, nichts hinmachen. Nichts hinmachen. Vom Dampfhammer aus der Schweiz. Na, da geht's einmal nicht auf, das war. Wei. Das ist eine Schweizer Verpackung, glaube ich. Heißt Nee, ich weiß nicht. Ich glaub, das ist einfach geistig überlegen. Wieso ist das so zusammenpickt da? Naja, dass es nicht aufgeht. Moment! Was? Das ist zwar so beschriftet, aber es geht da auf, glaube ich. Der Traum. Jawohl. So geht das da. Jawohl, gleich haben wir's. Ja, nein, es ist kriege ich einen Tennisarm schon. Oder? Was haben wir drin? Was haben wir drin? Schau her. Aha, haben wir Papier. Papier. Warte, jetzt muss ich die Schachtel abstellen. Klaus. Bitte schön. Nee, ich bin eh. Bist du drauf? Tatsächlich! Tatsächlich! Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Ich bin nur da, jetzt ist nur die eine Kamera. Ja, genau. Dauerspiel, Trink- und Werbesendung, die einzige Wiener Lied-Sendung, die für Kliniks Werbung macht. Müssen wir natürlich schon ganz aufmachen. Ne? Natürlich. Das wird gleich ein paar da los, weil die meisten Ja, aus mir aus dem mir wecken. Eben aus dem Grund. Das ist mir Dann egal. fahren wir mal lieber, wenn du uns das dann nachher anschaust, danach nachsiehst. Du hast da mal eines. Schaut sich das Das gibt's aber. an. Er gibt ein zweites mit. Ein drittes kann ich Ja, auch den geben. Rest kannst du schon mitnehmen. Wird aber er nicht noch so ein- viel. wird er noch ein viertes geben? Viertes. Wird ein fünftes auch noch geben? Das reicht, das Aber aber. alle guten Dinge sind sechs. Na gut, ja. Da haben wir eine großartige Idee. Du brauchst nicht in die Kamera durchschauen, wenn du wenn ich da filmen. ich bin das so gewohnt. Naja, weißt aber du musst nicht. Da haben wir eine großartige Idee. Ich danke dir ganz herzlich. Sollte wieder ein Schnupfenanfall, ein Allergieschub, ein Heuschnupfenanfall kommen, wir sind gerüstet für die nächsten 30 Jahre, glaub ich. Jawohl. Ich finde das großartig. Einmalig. Danke. Großartige Idee, muss man schauen, wie ich im Bild bin. Dampfhanger, Dampfhammer, dankt er recht narrisch. Warte, wie geht denn das wieder zu? Wo Warte, hat denn jetzt das in muss er da. Wie geht das zu? Wo hat denn das in Druckerei? Wie hat denn das, wie geht Normalerweise das gehen? kennt Nein, man nein, das. normalerweise gibt es gar nichts. Das oder? ist meine Speziell. Messer, Naja, da musst du innen, erst, gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Hinten oder wegklappen innen. Ne? Erst. Was soll da wegklappen? Das hast du schon auch mit zugemacht übrigens. Das hast du zusammengebracht, ohne Das hab ich Probleme. gefunden. Ja. Ja, da innen ist eine Schiene. Warte, das wird jetzt lustig. Tu dir nicht weh. Patrick, Da ist tu dir eine nicht Schiene? weh. Ja, innen ist eine Schiene, du musst dann reindrücken. Schau. Hab's ja. Nein, fast. Komm. Nein, vorn. Ist eine eigene Ja, Geschichte. da mach das auf. Ich filme dich. Nein, Mann, Dann mach das zu. Ja, das wirst du hingemacht haben wahrscheinlich schon. Hast du das? Ja. Na sehr gut, er hat es wieder zugemacht. Hauptsache ich kann es aufmachen. Sehr gut. Hauptsache Sehr ich gut. kann es aufmachen. Wichtig ist, wir haben Taschentücher. Jawohl. Kleenex, der Original. Jawohl. Steht nicht mal das Original drauf, sondern der Original. Strength and softness for every day. Ich freue mich. Silky care. Leibwart. Tous et résistants au quotidien. Brand issues. Avec une touche de soie naturel. With a touch of natural silk, heißt es auf Englisch. Sparkly is recyclable.
Der Inhalt hoffe ich. Der Inhalt hoffentlich auch. Das ist ein Wahnsinn. Ganz großartige Idee. Schau, Daniel Stengel. Bei uns war die Standesbeamte von unseren Ringen so begeistert. Wir haben 2 Ringe als Herr der Ringe, aber nicht den einen Ring. Aber Ja. Daniela, na gut, das ist natürlich Weltklasse. Dass die Achtel im Amt nicht üblich sind, kann seiner Großmutter erzählen. Ja, stimmt natürlich Franz Brandwein, aber es ist natürlich also jetzt so bei irgendwelchen Trauungsgästen spürt das nicht. Dass er seinen privaten Weinvorrat hat. So. Den kennt den Standesbeamten noch jeder, Ja, glaube ich. ja. Mr. Jacke ist auch da. Servus miteinander. Mr. Jacke oder Jacke oder Jacke. Weiß nicht, wie man es ausspricht, aber Mr. Jacke. Servus. grüß dich. Servus. Jawohl. Das werde ich euch ewig binden. Bravo, Fritzl Status, der Grand Seigneur. Das ist was. So, jetzt einen Schluck nehmen wir. Party geht jetzt sagen, dann spülen wir noch eins und dann, Einen Schluck, ja. dann musst du zu steirischen greifen, Gerne. weil ich nämlich einen Stock dann hege. Ja. Das, weil so gar trinkt, ne? Jetzt ein Glas Vorsprung, ne? Wahrscheinlich. Nicht wie immer, ne? Dann Tut dir nicht weh. Tut dir nicht weh, sagt der Franz. Siehst du dir nicht weh, das bringst du nicht warnen, mein Kleiner. Das gibt es Großvaterkind. du machst schon sehr lange nicht exerziert. Ja. Großvaterkind vom Horst Gmiller, auch eines der schönsten Lieder für ihn. In F, gell, oder C, oder was? In C. Oder? Ja. Ja, in F. Machen wir es nochmal. Das ist schön. Ich weiß nicht, wie das geht. Da, da, di, da. Okay, ja. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann, wir liegen noch ein Kindl, den Vater davon. Da war ein kleines Weiberl schon grau und betagt, die hat zu dem Kindl in der Wiege gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein, solange die Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde die Mutter lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Mein Vater, der war als nächstes dran, der ist vom Schicksal gebrochen, dem Leben davon. Da war wieder das Weiberl schon grau betagt, und die hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt: Du nicht leiden, mein Kleiner, du bist nicht allein, solange die Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde dort lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich heute am Bugel, heute bin ich ein Mann. Schon lang ist das Weiberl, die Oma nicht mehr, aber ihr Großmutterkind, das liebt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja, daher ist sie so. Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange die Großmutter lebt, wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werde dort lieb gehen. Und die Liebe von der Oma dazu. Jawohl,
Straße. Das, nicht ein S. Ich habe ein S gespielt. Das war's, was in G war, ja. Ja, und ich wollte da eher ein Test spielen, aber ich war dann nicht mehr nachdenken. Eine schöne Nummer, absolut. Absolut, die Achtel von einer, danke vielmals. Liner Lock. Was sagt Franz Brandwein? Was? Liner Lock? Was ist das wieder? Liner Lock? Liner Lock? Also hast du wahrscheinlich die... Das heißt, der Verschluss bei dem Messer. Liner Lock, ja. Da ist das da eingeloggt. Und das musst du auf die Seiten drucken, dann kannst du das einloggen. Verstehst du? Das ist technisch. Da kenne ich mich ja gar nicht aus. Für was ein Wirtschaftskunde? Entschuldigung, ich habe meinen Motorsensor zusammengebracht. Ne? Das wundert dich wirklich Ja, dafür. du kannst aber mehr Ich bin überrascht bei dir. Ja. Nur dann hab ich den Primer zerstört. Ne? Jetzt muss ich schauen, dass ich einen neuen Primer kriege. Gut, der war von Haus aus Breslau. Naja, aber Der gewiefte Schrauber hätte das gleich von Haus aus mitgenommen. naja, hätte ich, aber gibt es ja nicht mehr. Den gibt es ja jetzt auch noch immer nicht, aber jetzt muss ich einen Fuß machen. Jetzt fahre ich ins Lagerhaus. Lagerhaustechnik, die Kraft am Land. Und dort suchen wir irgendeinen anderen, den ich vielleicht irgendwie zugeschraubt Und habe. der Zuschauer So. zuschneiden kann und da reinpassen kann. Irgendwas werde ich machen. Aber ich sag's euch, wir werden das erleben. Schick mir auch noch. Bitte, Bitte, danke. Wir werden das erleben, dass meine Husqvarna Mondomega, ich glaube es sind 94er oder 97er Jahre, irgend sowas, Bald 30 Jahre. ja, die sicher nicht oft verwendet worden ist, aber die ich halt irgendwann einmal quasi geschenkt gekriegt habe, bravo Patrick, dass die wieder laufen wird. Also das werden wir erleben. Wann? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Bin spät dran, aber Schnatte steht. Schnatte steht, danke euch zwei. Rudi Korbe ist Weltklasse. Rudi Korbe ist, freue mich, dass du da bist. Wir haben gleich eine wichtige Frage. Hast du von dem Lied Kinder füllst die Glasal an, zumindest den Text, oder gar die Noten, aber den Text braucht man von der Strophe. Das fehlt uns heute. Der Manfred Kraft hat uns heute schon ein bisschen geholfen, aber so ganz haben wir es noch nicht beieinander. Vielleicht haben wir gesagt, der Rodolfo gar besser, der hätte vielleicht die Idee dazu. So, aber jetzt muss ich ein Stück höher Bitte und du schön. greifst bitte zur... Ja, da muss ich Ja, nein, ich haare hier noch, ich haare hier Nicht auch. ganz. Patrick, jawohl. Wieso hinkst du so? Was? Was? Sag's ruhig den Leuten. Die Leute sollen es noch wissen. Die sollen es noch wissen, was du für ein Leben Ich führst. hinke nicht. Nicht mehr. Gestern auf die Nacht noch anders ausgeschaut. Warum hast du noch das Gesicht so schmerzverzerrt gehabt? Die Zehe tut weh. Wir haben am Freitag gefeiert und am Samstag hat einer meiner Cousins geheiratet. Haben wir auch gefeiert. Gestern auf einmal spürte ich, wie die linke Zehe etwas schmerzt. Etwas viel schmerzt. Der Das Klassiker. verdammt weh tut. Der Klassiker. Ist halt so. Das ist halt so. Schau mal für Kraft. S-Dur auf G-Dur und D-Dur auf F-Dur, die Terzverwandtschaft. Richtig? Richtig. Richtig. Und nicht? Wollte nur... Bevor ich anziehe, muss ich da anziehen. Zahn, ich zahn auch. Sehr wenig heute. Ja. Ich bin aufgestanden. Schau, ohne schmerzverzerrten Gesicht. Musst du jetzt vorbei? Warte mal, der Merchandising beim Vorbeigehen. Merchandising beim Vorbeigehen.
Jawohl! Das ist großartig! Bist du erleichtert? Ich bin erleichtert. Die Achteln fallen rein, danke, meine Lieben. Achtung, geht. Eine steirische und man hört ein ganzes Orchester. Matthias Georg. Danke euch. Unser Steuermat. Was, Meggi? Unser Steuer. Das war der Rutgermat, war das jetzt. Der Steuermann Oder ist hast du es bewusst wirklich bewusst, nicht? na sicher. Das kann sogar. natürlich schon sein. Ich glaube, er ist jetzt verschrieben und hat eigentlich einen Rutgermat gemeint. Aber es ist trotzdem nicht der Steuermat angeschrieben. Klar, das gefällt mir auch, du. Freu mich, absolut. Also machen wir wieder einen Wechsel, nicht wahr? Jawohl, jawohl. Da muss ich einen Hut hin, da muss ich einen Blueshut hin. Wobei, wo ist denn der? Wo ist denn der Blueshut? Ich habe bei dem einen Blueshut gehabt. Hä? Wo ist Schaut so zusammengerannt Ja, nein, ich aus, hab weißt schon. du? Aber ich habe nur dort zusammengehauen. Das ist das Problem, glaube ich. Ja, aber da ist er da gekriegt, der Hut. Das ist wurscht, ich muss einen anderen Blueshut. Weil da muss ich Da muss ich Blueshut, jetzt kann ich wieder Stimme auf. Das wird nicht wahrscheinlich gleich wieder auf. Servus, Harry schneller Fronte, mein Lieber. Druck, Grüß dich frei, gut, servus. Druck, Jawohl, ich muss jetzt doch so. Na sicher bringe ich es zusammen. Nur Ich habe sicher. eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Jawohl, lieber Harry, grüß dich gut, servus. Schön, dass du dabei bist. Ah, danke Rudolfo Corbesso. Der hab's an der Adresse gesehen. Ich hoffe, das hat geklappt. Weltklasse. Weltklasse, danke dir. Das ist ein Blueshut. Das ist ein Blueshut. Blueshut? Oh, das war. Das ist schön, gut aufpassen drauf, gell, aufpassen. So groß ist aber kein Schiff. Wie war, was ist denn für Gräs? 58. Ja, das wird. Ich bin meistens bei 59, 60. Ja, Bei 58. mir, ne? Aber bei dem schon Blues mal, auch, aber- natürlich. Blues. Ja, war gerade verwirrt, unser Rutgermat. Weil ich mir gedacht, dass nicht ich gemeint Mega bin. Dankeschön. Das war mir eh klar. Ja, also auch von mir, Harry. Servus, grüß dich. Ja, wichtig. Ja, als ob es nicht die Adresse gesehen hätte. Klasse, danke, Rudi. When I follow the station, a suitcase in my hand. When I follow the destination, a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell when all my life is in vain. Ara odima desoma, Ara musima Berlin Landeswoman, Bernie von Krieg, Stiefkind bin. Oh, my love, oh, my love. Ana odima despomal, Ana musima verliehen. Oh, io Berlin Landeswoman, Verdi von Krieg, Stiefkind bin.
Ja, lief und lieb, ein Stiefkind. Jawohl, ja. Das ist der Blues, das ist der Blues, das ist der Blues, der Blues. Jawohl, im Fuß. Jawohl. Der Hells Angels Invasion gerechnet. Wer, was war? Wo? Was sagt er? Was sagt er? Schau die Achteln von einer. Dankeschön. Das regen Sie jetzt. Was sagt er? Was hast du angestellt im Schanigort? Am nächsten Tag war es zentral zu. So wie zum letzten Mal 2020 gesehen. Jesus, Café Zentral. Ich sollte halt um die Jahreszeit in dem Untergarten am Balkon sitzen, aber sommerlich ist nicht gerade. Naja, Nicht wirklich, nicht? Also, das ist natürlich eine Ansichtssache. Ne? Also, wie gesagt, so wie der ORF ja gemeint hat, die Selbstentzündung des Waldes, die Gefahr besteht tatsächlich nicht mehr. Aber ja, du willst einen Hut hin. Ne? Wenn ich dort hinschmeiße, heute Kamera, das weiß ich. Na? Na? perfekt. Das ist wieder schönes Bond. Was der, wenn reinkommt, ist der Mann Benny. Mein Lieber. Der Blues. Jetzt einmal. Jetzt Mode. Entschuldigung. Jawohl. Das schmeckt wirklich gut. Warm mit den Kühlschrank drin steht schon. Warm wird er schon. Ja. Also pass auf, was ist da jetzt da? Der Daniel sagt, regen sich aus, dass es am Samstag schön ist. Genau, am Samstag ist ja Alu, gell? Die Motorradausfahrt. Ja, Leider kann ich nicht, weil Gott sei Dank spüle. spüren wir ja. Wo sind wir da? Was ist am Samstag? Freitag ist In da Tulln. Röschen Keller. Ja, in Tulln sind wir da. Aufbau daneben. Ja, irgendwo in Tulln sind wir da. Ja, richtig. Bei dir. Bei den Lockerten. War mir der Herrgott fragt. Rudi Korbs, natürlich für deine Hilfe kriegst du es. Mein Adel hat mir oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wie man da begegnen tut, den Ritter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das war doch wirklich gar nicht schlecht. Ich wisst schon, was ich sag nicht. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache dir Bruckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut auf dich bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied voll Gewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wie man da begegnen tut, den Retter freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das war da wirklich gar nicht schlecht. Weil ich wisst schon, was ich sag nicht. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache dir Buckel das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut auf dich bist, dann bring die alte Zeit zurück.
Stadelmeiergruppe eigentlich. Großartige Nummer. Weltklasse. Weltklasse, also ich kenne es auch nur von Stadelmeiergruppe. Ja. Und der Regenlappert, lauter Kumpertskirchner. Ja, genau. Fritzl Imhof, nicht? Fritz Imhof, ja. Hat mir der Harry heute geschickt. Immer Interpretation vom Imhof. Aber das Lied kann ich leider nicht. Auf einer Schallplatten habe ich es drauf. Ja. Auf einem uralten Sample eigentlich schon. Ja. Da ist Fritz Imhof drauf, auch im Nagel. Ja, nein, Fritz Imhof ist natürlich Weltklasse. Ja, wann der Regen, ja, da kommt das Kirchner her. Großartig. Der Gerhard kann ihm gut nachmachen. Ja, gut, der Gerd Heger kann ja alles sehr gut nachmachen, muss ich sagen. Hat er wirklich ein Talent. Naja, weißt du was, weil ja. Trink mal einen Schluck einmal. Trink mal einen Schluck, das ist einmal kein Fehler. Das ist einmal. Was hast du denn? Das geht schon. Was hast du denn vorher ausgeschlagen mit Ärmel wieder? Das ist der Zülli gleich. Ich habe mir meine Körperbehaarung da an den Beschlag einzwickt. Wie man sieht, aber gelingen. Wie man sieht, Der Viecher oder was? Ah, das war nur ein Haar. du hast gestochen, nicht? Nein, da habe ich mich noch eingezwickt. Ein Klassiker. So, aber doch, das kann ja so sein. Ja, ein Klassiker. Ja. Kriegst aber apropos Stechen, vergiss nicht, geh für den Röschenkeller, da sind wir jetzt nämlich am Freitag. Ist aber Den berühmten ausverkauft. Griller mit, ja. Genau, den ist ja eine Werbesendung, nicht? Also, Sicher. wir haben ja Thermazell kann man ja, das wirkt wirklich gut, gut, ja. sauteuer, wirkt auch gut. Und das, so, das hat so eine Gaskartuschen drinnen und so, das ist quasi wie so ein Autan. Da wieder Vandalstecker, Vandal, genau. nur für Outdoor, also für das gescheite Gerät. Und das ist, und da spielen wir so im Garten, also das Wetter schaut gut aus, die Hand. Schaut gut aus, ja. Und da werden wir natürlich immer gefressen und Viecher und das beim Singen auch immer ungut. Und das Ding legen wir da zwischen uns her. Und das eigentlich hat bis jetzt ganz gut gewirkt. Ne? Muss man echt sagen. Muss man sagen, ja. Darf man nicht vergessen. Das muss man mithaben, weil wichtig ist die Ausrüstung. Ganz wichtig wird es am 19. werden. Da wird's, ja, Oder auch nicht. gut, das sind wir untertags hauptsächlich. Ne? Untertags, ja. Also auf die Nacht haben wir dann schon mehr oder weniger. Privat, da ist dann schon wurscht. Ja, wir spielen bis 3:10, glaube ich, oder Ja, 4:10. ja, aber das ist ja da. Ist das nicht im Schloss dann? Nein, wo ist denn das, dieser Nein, Ausgang dann? Das ist alles am Alles in Sierdorf, gell? Ja, freilich. Wir freuen uns schon sehr. Ich freu mich. Wir freuen uns wirklich schon sehr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Also wer halt in Wien ist oder in der Umgebung oder halt herkommt, am 19. August Weltklasse Wiener Lied Festival zum ersten Mal und hat jetzt schon wirklich sehr, sehr gute Optik, muss ich sagen, was die Organisation betrifft. In Sierdorf an der Mach, also da, ich weiß nicht, mit Zug von Wien eine halbe Stunde oder was. Eine Stunde, ja, sowas, glaube ich. 3 Sowas, Stunden, ja. halbe Stunde, sowas, ja. Und er hat einen eigenen Bahnhof. Ja. Also, und es gibt da Gibt auch es so einen Eigenen Zug da an den Tag und was weiß ich, was ein Sonderzug, so ÖBB schiebt ein und ja, was also weiß ich, man was alles. kommt da heim und alles. Ja. Und wirklich sehr empfehlenswert. Wir spielen da auch 3 Mal, glaube ich, oder 4 Mal sogar. Und nebst die Stottern sind dabei, Stottern sind dabei, der Oliver Mader, der Werkelmann, ist dabei, der Trio Wien ist dabei. Trio Wien, Salonorchester, oder? Nein, Sind wir? Oh ja. nein, Na freilich, der Ding, der Silvester Hannibal ist doch dabei. die heißen aber nicht die. Das Wiener Also, Kabinettorchester. Kabinettorchester. Salonorchester, jetzt habe ich ein Salonorchester Ja. Alhambra gedacht. Nicht? Ja, Kabinett, Entschuldigung. Wiener ja. Kabinettorchester. Wiener Kabinett, aber der Silvester, das ist auch sehr gut. Du, nicht Reblaus, wie heißt das? Du Reblos ist nicht Die dabei, sind nicht das dabei. weiß ich seit Freitag. Achso, die waren Der dabei. Roland hat mir am Nachmittag gesagt, der ist leider Gottes einer erkrankt worden. Stattdessen ist der Christoph Lechner mit dem, wer spielt Quetschen, das weiß ich jetzt nicht, und der Karl Zacek. Da schon ja. Trio quasi. Genau. Gut, es ist schade, weil der Harry Matzl, ist der hoffentlich nicht erkrankt von die. Nein, irgendeiner, wer weiß nicht, ich bin Roland nur so zwischendurch geschrieben, der hat nicht viel Zeit am Freitag gehabt. Weil beim Harry ist mir eingefallen, meine erste 15er Reisinger, also die erste 15-seitige Kontergitarre, die ich gehabt habe, die vom Reisinger Baum ist, war vom Harry. Vom Die hab ich Harry, angekauft ja, damals. ja, wir Deswegen habe ich mich eigentlich gefreut, dass wir da. Dass wir Nein, so die sind. sind leider Na nicht, gut, ja. aber dafür gibt es Ersatz. Also, Es gibt das. Es gibt das. Natürlich. Das ist wichtig. Und, na, also wirklich. Das Klangviertel ist dabei, die sind auch groß. Klangviertel, genau. Sind auch. Der Lokalmatador im Weinviertel natürlich. Der, na, Jimmy Schlager ist auch dabei, Jimmy Schlager ist dabei. Ein super Bläser aus Saubel, Ja, richtig. aus dem Weihviertel. Richtig. Wo unter Also- anderem der Müllner mitspielt. Richtig, genau. Einer genau. der besten Winzer aus der Gegend Ja. auch, gibt ja viel. Und Und dann habe ich im besten Rausch meines Lebens heimgezogen. Ein Besen ist gut. Ich habe im Batik meinen Laptop noch nicht so angesoffen gesehen. Und das Ich will mir man auch hassen.
Freunde, das will was heißen. Ich kenne jetzt weit über 30 Jahre und habe ihn noch nicht so betrunken gesehen wie. Müllner Markus, servus, wenn du zuschaust. Liebe Grüße. Wer hätte sich das gedacht? Markus Bristoni, genau. Na, also auf jeden Fall, der 19. August, das ist wirklich eine große Empfehlung mit einer riesen Vorfreude haben wir das. Trio Wien darf man nicht vergessen. Hast du schon gesagt? Hab ich Hast schon du gesagt, gesagt, hast du gesagt. Und dann sind wir natürlich eben, wie gesagt, also jetzt haben wir angefangen beim Dornröschenkeller jetzt am Freitag. Dann sind wir Da sind wir aber ziemlich voll. Da sind wir ziemlich voll, Da ja. ist es so, dass theoretisch gibt es schon noch Platzeln, wenn wirklich schönes Wetter ist. Wenn's- Sind wir ja im Garten, dann geht es, aber wenn es schier wird, wir müssen rein, dann müssen rigoros leider, ja, aus derzeitiger Sicht fast Ein Drittel ein einfach Drittel locker. Ja. hat dann kein Sodel drinnen. Wird aber immer dazu gesagt, also wie gesagt, wer da reserviert, sagt, pass auf, ja, bei Schönwetter habt ihr einen Platz. Bei nicht Schönwetter, wir müssen rein in Köller, da ist es viel kleiner, daher muss man. Aber es schaut gut aus. Also, Schaut gut ja, aus. Und dann haben wir schon nächste Woche Dienstag, der 15. August, richtig. unser zweites Sommer-Open Air im Jahr. Richtig, Beim ganz wichtig. Karl Lentner, ein Frühschoppen. Am 15. der klassische Feiertagsfrühschoppen, also seit über 10 Jahren. Auch ein Highlight Ein immer. Highlight immer, ja. Ich, freu mich Ich glaube, es war im August, nicht? Wo der unser Garagenieur. Da, Ja, oder war das im Juli? Nein, das war im Juni. Nein, das war im glaub ich. August. Das war am 15. Ja. August. Wo die ganzen Motorradbrennräumler zusammengekommen Letztes sind. Jahr, ja. Ich glaube, gell? Das war im August. Das war im August. Feiertag, letztes Jahr. Landtagsstromer war da, der Fritzler Stadtguss, Ralf von Ralf Swondratschek, Wondercheck war da, ja. dann der Ackerl, der Andreas Christener, Andreas war, ja, genau. der Daniel Schlögl, Ja. mit Marc Schlögl, Die ja, der Maiki, mit der Justine Justine, war da, ja, genau. noch jemand, wo ich den Namen nicht mehr weiß, die war auch ein paar Platschisten, die sind Ja. allerdings nicht im Chat, also die schauen nur so zu. Waren auch, also war ein ganzer Ganz Haufen. ein Haufen da, ja. Pavlacisti, respektive auch aus dem Brennraum. Und das war ganz leibend. Das haben wir jetzt sozusagen wieder dann, ja. Also gut, jetzt haben wir da mal genug Werbung gemacht, aber na gut, wenn wir schon bei der Werbung sind, hau ich noch mal eine, das mit dem Schmattes, wie wisst ihr. Ihr wisst eh. Ihr kennt euch eh aus. Haut bitte was rein. Für die Musik sozusagen einen kleinen Obolus, einen Schmattes, kann auch ein großer Obolus Schmattes sein. Aber wie gesagt, das ist nach wie vor freier Content, das behalten wir auch bei. Jetzt sind wir so angesprochen worden auf diese Patreon-Seite. Da kannst du das Mögliche machen, da kann man Mitglied werden und dann kriegst du halt exklusiven Content. Ne? Da haben wir gesagt, Alter, weißt du was, wir spielen einfach und freuen uns, wenn wir Zuschauer und Zuhörer haben und wenn sie dann noch liebe Freundschaften ergeben, wie wir sie ja wirklich mittlerweile erlebt haben, schon ein paar Nein, Watschen. absolut, ja. Dann ist es doppelleiwand und ja, wenn es ein bisschen was liegen lässt im Hut, sozusagen der herumgeht, im virtuellen Hut, per Paypal oder per Überweisung oder eben per Superchat da im Chat, dann sind wir echt dankbar, aber wie gesagt, also eine Bezahlschranke für irgendwas oder Exklusiv-Content wird es nicht. Also, ich habe das auch schon überlegt, zum Beispiel mit dieser YouTube, da gibt es ja diese Kanalmitgliedschaft, ne? Gibt es ja auch. Da kann man dann auch, sagen wir, zum Beispiel irgendwas halt exklusiv anbieten. Ich habe das einmal gedacht, man könnte das machen, diese Kanalmitgliedschaft, wo du absolut null Vorteile hast, sondern einfach sagst, Gar nichts, du zahlst nur. ich sponsere die 16 Buben. Das war die einzige Idee. Das kann man gleich so auch machen. Das kann man so auch machen. Nicht? Aber das war's mir jetzt so, sowas war mir noch eingefallen, aber wie gesagt, exklusiv kommt. Ich halte da nicht so viel davon. Nein, ja nicht. Ich bin jetzt nicht der Gegner grundsätzlich für die Idee, aber ich glaube, wir machen das einfach wir so. machen das einfach so, genau. Austrian Rainer ist da. Austrian Rainer ist Servus da. Gabi, grüß dich. Schon die Maggie, ja. Der Harry Matzler, ein ganz lieber Bekannter von mir. Ja, ja. Na, wie gesagt, von dem habe ich meine erste 15-seitige damals, die habe ich einmal gekauft. Ja. Jawohl. Montag gar keine XXL-Sendung am Montag, wieso? Ja, weil wir am Dienstag spielen. Weil wir am Dienstag eine Frühschoppen haben. Naja, XXL-Sendung haben wir jetzt eh schon lange nicht gehabt, eine XXL-Sendung. In dem Sinn. XXL haben wir schon ewig Nein, nicht gehabt. haben wir schon ewig nicht gehabt. Selbst wenn wir in der Stimmt, Klasse ja, waren. dann haben wir, weil wir schon mit waren. Beziehungsweise am nächsten Tag schon so viel vorgehabt. Das stimmt schon, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ottergringer Kirchtag, Alexander Hauser. Wir haben da mal noch Zeit bis am 24. September. Aber kann man auch schon sagen, ist fix, 24. September ist es. Sonntag, 11 Uhr bis 13 Uhr Frühschoppen am Ottergringer Kirchtag von den 16er Buben. Auf der Hauptbühne neben der 10er Marie ist das dann. Nicht zu verfehlen und nicht zu überhören, dann wird das spielen. Braucht man keinen Eintritt, so gar nichts, sondern einfach hinkommen und Ein den paar Frühschoppen Glühwein, ein paar genießen. Ochtel, ein paar Gespritzte trinken. Und ich kann jetzt schon ankündigen, wir sind noch nie nachher angefahren. Nein. Also, Ein einziges Mal. ja gut, Da sind wir spielen gefahren. Also, einmal,
Nein, gespielt einmal zweimal Das haben wir sogar. zweimal sind wir spielen Ja. geworden, ja. Stimmt. Aber heute nicht mehr was ist. Aber An sich, ich hab's geplant. also es ist jetzt nicht so am Sonntag, dass da was ich werde Quartier beziehen bei meiner Frau Mama. Genau, in Kinderzimmer. in Wurfweite sozusagen. Ja, also das ist auch anzumerken auf jeden Fall. Ja, wo ist das Ackerl? Ne? Der Ackerl, ne? Der wird noch am Motorrad, oder halt jetzt wieder nicht am Motorrad sitzen, aber der ist ja glaube ich noch nicht daheim. Der ne? ist noch nicht zu Hause, glaube ich, ja. Ja. Gefällt mir, drückt nicht vergessen. Danke Michael Unger. Danke, Michael. Hat seinen danke. Daumen hoch, ich kann seinen Daumen runter auch haben, wie es wollt, aber dazu ein bisschen pushen, das Video. Alles für einen Algorithmus. Danke der Michael für den Ding. Jahrelang war ich immer in der Heidgasse Wienerlied singen. War zuerst Peter Donkovic, jawohl, später der Harry. Mit Pepe und Quetschen Josef Steffel. Der Josef Stäbli, so ein guter Freund, ne, gescheit. War lieb. Ein Weltharmonikaspieler. Ja, Jetzt auch schon weit über 80. ja. Das waren Zeiten im zweiten Bezirk. Gasthaus zum Sieg, war wirklich urwernerisch, ja. Gut, der Dunkovic später sowieso auch ein ganz ein lieber Absolut. Und er natürlich ein herausragender Handwerker, ne? einer der besten Geigenbaumeister in Wien, die wir haben. Ja. Geigenbauer Deluxe. Vor allem auch was Reparaturen angeht und so weiter. Ne? Ja. Du, Ja, nicht vergessen die Geschichte, wie ich vor 20 Jahren, über 20 Jahren mit BM war. Da haben wir gesagt, wie man so ein Gang auseinander in nimmt. der Malergasse, Der gell, Maler- die Werkstatt Maler- gehabt. Maler- Ja, ja, sehen wir. Noch hat er da, sein Sohn ist ja jetzt in seine Fußstapfen auch getreten, der hat ja während der Corona-Zeit ausgenützt, der Niki, und hat die Meisterprüfung gemacht zum Geigenbaumeister in der Zeit. Wirklich? Mitgearbeitet haben ja beide Kinder immer, der Maxl auch. Ne? Also gewusst hat er ja schon, um was es so geht und so weiter. Ja. Der ist jetzt Geigenbaumeister auch, ja, der Niki. Nicht nur, dass er selber ein Botzengeiger ist, unter anderem bei den neuen Wiener Konzertschrauben, ist er auch Geigenbaumeister, Ja. der Ja. Niki. Ja. Das war nicht gewusst zum Beispiel, ja? dass er da in die Richtung geht. Ja, hat er mir so ein Gang um 120.000 Euro oder sowas hat er aufgemacht von mir. Hat er die Decken gerissen und die war nicht mehr zu retten. Und ich dachte, na, die wird jetzt ganz vorsichtig mit einem heißen Dampf dran gehen und so. Nix. So ein Drummesser genommen. Krach, krach, krach. Siehst du, so macht man das auch, hat er gesagt. Ja, Das kannst du nur schnell, schon gefühlvoll, aber schnell, weil sonst zeigst du alles andere Sachen auch. aber das kann wiederum noch ein Meister. Das kann der Meister, Das kann genau. wieder ein Meister. Ich meine, ich kann es auch aufmachen, nicht? Aber das Risiko ist etwas zu groß. Zu groß, genau. Ja. Dass ich weitere Beschädigungen vornehme. Ja. Schau, die Dani sagt, das Ackerl ist aktuell in Kopenhagen. Da wünschen wir beste Grüße nach Kopenhagen. Ja. Jawohl. Rudi Korbis, danke, dass es euch gibt. Geht dort leider uns wenig Geld. Das Sicher. alle gehen zu ihm wegen der Reparatur. Ja, der Malergassenoper. Ja, ja. Neben der Oper. Absolut. Ja, sicher. Nicht? Du hast die Philharmoniker, alle, das waren Also alle Bogenbehaarung, ein Meister bei Bogenbehaarungen, also das ist Und dann ist er ja, wie heißt denn das? gerichtlich bei der Sachverständiger seit Sachverständig auch, ja. 30 Jahren oder länger. Er hat gesagt, das ist schon ein bisschen arg, nicht? Wenn du dabei bist, wenn du die wie heißt das, wenn es in Kognito die von Versicherungen kommen haben. naja, wenn Na, die oder Kieberer, was- die, was wie sagt man da, nicht in Kognito. Na, die Zivil. Nein, nicht, ja, nicht in die- Zivil, sondern die eingeschleust sind. Erst wie sagt Wie- man wie da, sagt jetzt man fällt zu mir das sowas? nicht ein. Ah, Ach Gott, na. Wer weiß also es die vielleicht? Informanten, nicht? Also, Ja, also nicht Informanten, aber die sich das U-Boot eingeschleust haben in die irgendeine U-Boot. eine kriminelle Organisation. Ja, genau. Und die kommen dann. Ja, und da gesagt, was heißt, da war der einmal erzählt, gell? Da war Kein viel Geschichte, ich weiß nicht, welches du jetzt Ja, ja, nee, halt, halt, der hat viel erzählt, das war jetzt eine Übergabe von irgendeiner, ich sage jetzt mal Stradivari oder irgend sowas, nicht, wo sie ihm schon gesagt haben, das ist auf jeden Fall gestohlen, ja, bla 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 und alles Mögliche. Und er gesagt, da haben sie mich halt angeholt. Ich meine, das ist schon, ich meine, da ist ja immer ein paar Millionen gegangen, nicht? Und das Ja, ja. war natürlich schon irgendwie die Russenmafia Alles und die Mögliche, ja. italienische Mafia und die tschetschenische Mafia, oder was halt alle beieinander, nicht? Und er irgendwo war halt der sozusagen jetzt dann für die Käufer, und das waren sozusagen dann der verdeckte Ermittler, Der Ermittler, Matthias ja. Gerol. Undercover, Fritz Undercover, Strauß, genau. jawohl. Genau, verdeckter Voll, Ermittler. jawohl. Ja. Genau, Undercover, verdeckte Ermittler. Und da ist mit denen mit sozusagen, nicht, war also im Team der Käufer, was aber eigentlich die Kieberei war. Und er hat gesagt, er wird das schon anders, weil da fahren sie auf, wie es im Film ist, hat er gesagt. Wie im Film hat er Da fährt die gesagt. Das Limousine hätte auf. ich nie gedacht, aber Irgendwo da ist stehen wie im und Film. dann sagt er, ja, dann schaut er sich an, da schau auf, die echt ist. Nicht? Dann steht er dort und da rundherum stehen sie mit den Kandeln im Anschlag. Habe ich die Ehre, hat er gesagt, bist du deppert, das ist irgendwie nicht leibend. Nein.
Aber ja, gehört auch dazu. Ja. Und er hat gesagt, das war damals keine. Das war keine. Sind Das war nämlich nicht einmal irgendwo. ja, ja. Das war nicht, Und ich sagte, was ist das? ich habe das so angeschaut, ich habe da nur so tun müssen. Das ist aus, ich gekriegt, ich habe schon reingeschaut. Nein, das kann ich. Ich habe schon gewusst, das kann ich jetzt nicht. Ja, ja. Aber man das seit Jahrzehnten macht. Ja, das deswegen nicht. macht er das. Das ist Ne? wie wenn man hier quetschen hat. Ne? Weiß ich auch nicht, was es ist oder nicht. Das Ja, ist dann, klar. Ne? und dann ne, da ist er quasi dann in Sicherheit gebracht und dann haben sie Ja, dann ist zugeschlagen. Nicht? Aber da war ja schon, da haben sie, also sie haben sich um ihn gekümmert. Da habe ich gesagt, da wird er schon anders. Das kann man schon vorstellen. Nicht? Da ist, da wird er schon anders. Weil das war, er hat gesagt, wie im Film. Ich denke mir, nein, ich will das gar nicht erleben. Ich will Friede, Freude, Liebe haben. Der Peter war also auch so der Typ irgendwie. Weißt du? Ja, das war ja, der hat gut gespielt. Ja, der hat gut mitgespielt. So, aber jetzt, wenn Rudi Korb ist, Leute haben zu wenig Geld. Das ist nicht mehr, oh, schöne Nummer. Na, Schluck vor. Was ist der Schluck? Na, Schluck vor. Ne? Ich will nicht dagegen werden. Wirklich gut. Wirklich gut. Machen wir eben. Danke vielmals für diesen wunderbaren Trabauer. Ja, wenn man unser Wehren betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunter am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bohnt. Ein Bachhändel, ein guten Wein hat auf keinem Tisch nicht gefällt. Doch schaut mal heut, wie es zugeht dort, da drunter im Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Krieder gemacht, Fabriken zugespielt über die Nacht. Wo die Weber gewebt haben, Seidenschein, steht auf ein Satz ans Fülle. Von Bachhändeln ist längst keine Spur, es liegt da jeder hinterm Tor. Ein gesöchte Blunzen, das alles hört. Die Leute haben zu wenig Geld, ja, ein Frettis, ein Frettis, ein Frettis auf der Welt, ja, ein Frettis, ein Frettis. Die Leute haben zu wenig Geld. Aber einer noch einen alten Schlag, wie es einmal war, kommt keiner nach. Eine Kernfigur mit Gestell benannt, hernach der Schnitt vom Sonntagsgewand. Am Kind verlernt sie Linde drum, nach links ein bisschen vierig schon. Das Manchester regelt Hosen gestellt, ein Pfeifen hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersammann nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. Ein Giegel mit ein Drager Hut, die Gestalt die reinste Missgeburt. Ein Stiefel, keine Absitzraum, das Gewandel hat's vom Tandler an. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind's miteinander still. Zum Auftragen jedens Masel fällt, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, ein Frettis, ein Frettis, ein Frettis auf der Welt. Ja, ein Frettis, ein Frettis, die Leute haben zu wenig Geld. Karl-Lorenz um 1880. Ah, Leiwand. Franz Braten ist schon da 5 Minuten hinter noch. Nicht, da wird halt ein paar Mal wahrscheinlich passiert. Die Achtel von euch dann schon. Schau sogar auf. Mama eben. Dankeschön. Mama eben, hau die Achtel rein. Jawohl. Mama eben, der wird den wunderbaren Wein zu verdanken haben. Vom Trabauer dank der Schöne. Jawohl, jawohl, jawohl. Wie beim Kommissar Rex. Die Mäcke. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es beim Rex war, aber ja, was sagen wir mal. No. Ja, jawohl, einmalig.
Na, Weltklasse, muss man sagen. Wir haben eine weitere Neuerung, also einige wissen ja, also wir haben ja ausgeschickt einen quasi Aufruf zur Unterstützung in unserer Social Media Arbeit und tatsächlich dankenswerterweise einige Rückmeldungen bekommen. Und es ist jetzt so, also aktueller Stand, dass man jetzt einmal mit einer, das ist ja witzig, was für Kreise das zieht. Ja, Nicht? Mit der Tochter einer Schulfreundin von mir. Nicht? Also, die habe ich ewig nicht gesehen, die sind in die Steiermark gezogen. Und übrigens in Südoststeiermark, die haben jetzt ein bisschen ernsthafte Probleme da unten, nicht? Mit den Überflutungen und dergleichen. Also da hoffen wir das Beste, dass da natürlich jetzt bei ihr nicht allzu viel passiert, aber ja. sie haben ein paar Bilder geschickt gehabt, ne? Alle Achtung. Also da wird das schon anders. Ja? Und auf jeden Fall ihr Töchterchen macht so Social Media Geschichten und dergleichen und wir haben da jetzt sozusagen einmal einen Probemonat vereinbart und schauen wir mal, Was da entstehen wird. Bin aber absolut bester Dinge. Bester Dinge, absolut. Und ja. Wir können es jetzt leisten, aber manche haben gesagt, ja, was ich zahlen kann, sagen wir, ja, wir können schon was zahlen, aber eben eine Agentur, eine Firma, das ist unmöglich, das können wir nicht da zahlen. Also das geht absolut nicht. In dem Fall ist es sozusagen eine Freischaffende und wie wir da jetzt so geredet haben, das werden wir, also das werden wir uns schon leisten können, wollen, müssen, weil Ja, genau so ist natürlich irgendwo muss Irgendwo ja sind Grenzen ein bisschen, bei dir genau. gesetzt. Das ist Und einfach- ausnutzen das ist will ich einfach auch so. nicht. Ausnutzen will ich auch nicht. Nein. Und der eine oder andere, und das ist vielleicht noch weiterhin ein Aufruf, der schon bestehen bleibt, weil ja auch sie in der Steiermark ist, hat gesagt, nein, ich komme schon auf Wien rein, wenn sie ist. Ne? Also hin und wieder, es geht ja nicht um alle Konzerte, aber vereinzelt, so wie eben zum Beispiel beim Lentner, ja, oder im Otteringer Kirchtag, ja. oder was haben wir noch, also einzelne Konzerte sozusagen, also jetzt nicht jetzt mal beim Hering, wenn wir spielen. Nein. Da war jetzt leibend, wann jemand mitschneiden kann. Also wenn einfach einer sagen kann, So pass auf, Konzerte mit Lent, mit Hans Ecker Trio gemeinsam. zum Beispiel, ja genau. Also es kommt, ich sage einmal im Monat im Schnitt, wenn es zwei sind. Ja. Die noch dazukommen, wann, und auch der Ackerl hat sich da längst auch angeboten, ich habe gesagt, ich habe gar nicht fragen traut. Nicht? Also, und da wäre es also wirklich leibend, wenn der eine oder andere sagt, du, Alarmanlage, irgendwo geht eine Alarmanlage. Wenn der eine oder andere sagt, du, ich komme da gern und es geht um das, dass ich da filme, nicht? Also dass ich das Konzert mitschneide und ja, also da sind wir immer noch dankbar, wenn wer kommt, weil der Ackerl wird auch nicht immer Zeit haben. Nicht? Aber wie gesagt, das ist das Einzige, aber eben eine Unterstützung haben wir da mit der Chantal. Und der Michael Unger fragt zu Recht, was macht sie dann so bei euch? Naja, sie macht im Prinzip Schneidearbeiten. Shorts schneiden und was weiß ich, was alles. Ja, genau. Sie editiert die Videos. Das ist bei mir wirklich einer der größten Zeitfaktoren, dass ich das alles jetzt, die Pavlatschen ist gemacht und dann habe ich da 2 bis 3 Stunden Material bis zur nächsten Woche. Ne? Das musst du rausfüttern. Und das muss ich mal schneiden und rausholen und da reden wir noch gar nicht von einem Zusatzkonzert oder sonst irgendwas. Und da habe ich nur eine Woche Zeit und das ist echt, das ist also zeitlich. Jetzt muss ich das einmal rausschneiden, dann muss ich aus denen so Shorts machen, also was der auf vertikal und. Also dieses ganze Editieren, das ist jetzt einmal der Beginn, was wir mit ihr machen. Ja. Aber sie ist sehr, sehr kreativ, das weiß ich auch von ihrer Mutter. Ja. Beste Grüße, falls Sie zuschauen, Patricia. Noch immer zuschaut, die war schon da. War schon da? Achso, ja. Am Anfang. Ja, genau. Begrüßt sogar. Ja. Genau. Aber ich habe natürlich leider vergessen, wie der Mann heißt. Das habe ich vergessen. Weil beim Taschler 1 habe mich sehr gefreut und habe natürlich den Namen vergessen. Was? Das Thema. Wirklich war Themats? Ja. Schauen wir mal. Fang das Licht. Pass auf den Giftzeichen Halt auf. es fest. Also sie wird da einfach wahnsinnig viel Arbeit abnehmen und vielleicht das eine oder andere eben auch mitschneiden und andere Ideen einbringen. Also das ist jetzt nur noch mal der Beginn. Beginn einmal, ist nur der Anfang. Und wie gesagt, wir müssen es ja alles in einem Rahmen halten, den wir uns leisten können. Ja. Wollen ist da nicht das Problem, also leisten wollen ist nicht, aber es muss schon tragbar sein. Und wie gesagt, ich bin ja da schon mit dieser Materie durchaus vertraut. Und ich weiß, es ist eine Agentur, also es ist eine richtige Firma aufrauen, das können wir vergessen. Nein, also, das ist nicht einmal irgendwo in einem Rahmen. Nein. Und eben Freischaffende, die jetzt so arbeiten, wo man sich ausmachen kann, um was geht's, was machst.
was können wir tun? Und jetzt schauen wir mal. Was rauskommt und das wird passieren. Und wir werden uns natürlich freuen über euer, wie man das so sagt heute, Feedback. Jawohl. Also was ihr dann sagt, wie sich das entwickelt, wird aber jetzt noch ein bisschen dauern. Also jetzt fangen wir mal an mit dem Ganzen. Und wie gesagt, der eine oder andere, der uns dann vielleicht helfen kann am Tag selber, also wenn wir was spielen, wie gesagt, das ist 1-2 Mal im Monat im Schnitt, also so ist in einem Monat 3 Mal sein, dann wieder 2 Monate nichts und sowas. Ja, genau. Das ist halt so, aber da, wo sich das auszahlt, dass einer sagt, nein, ich kann das schon machen, dass ich mich darum kümmere, dass ich das einfach mitschneide. Dass ich vorher ein Stativ aufstelle, dass ich schaue, wo ich es hinstelle, dass ich die Akkus wechsle in der Pause, dass solche Sachen halt, weil das kannst du wirklich selber, das haben wir ein paar Mal probiert, das ist so mühsam, wenn du selber spielst, wenn du selber performst. Weil du musst wie man dann, so sagt, vergisst ne? wieder zum Anschalten und dann wird zum Beispiel vergisst den Akku zu wechseln. Nein, Das Beste war der Tonmitschnitt damals in der Schweiz, in Bern. das war das Beste, ja. Das ist absolut leibend. Hans Uerli hat ein Aufnahmegerät platziert. Top, Aufnahmegerät auch. Wie auch. Ebenso wie ich. Ebenso als Zoom damals, das Zoom 4, Richtig, glaube ich, war richtig. das damals. Richtig. Top damals. Absolut richtig platziert. Mitschneiden, was haben wir gesagt, haben wir 2. Ist besser als gar keins. Weil das war natürlich nur in einer Zeit, da war ein Video, da war da noch kein Thema. Ne? Also aber haben wir gesagt, ein Tonmitschnitt. Tonmitschnitt. Im Ono. Richtig. In Bern. Ohne in Bern. Und dann hören wir uns eins an, nichts zu hören. Ich sage, ich habe den Pegel nicht eingestellt. Das hat ganz laut aufgehört, dass das Ja, klar. Dann haben wir gesagt, siehst gut, dass wir 2 haben, weil haben wir ein Backup. ja, Haben wir uns meins geglaubt, angehört. Den Pegel nicht eingestellt. So laut hast du es gar nicht gehört. Also beide Tonaufnahmen für Kübe. Aber das sind so Geschichten, nicht? So lernt man, nicht? Vollkommen zum Schmeißen gewesen. aber ja, das war gut, das habe ich hingestellt und aufgehört. Aber eben, ich habe das einmal gemacht, ich habe einmal in Trofeiach, glaube ich, einmal mitgeschnitten zum Beispiel. Ja, genau. Das Da ist macht die Kamera gegangen um- dort das halt, ist ja. gegangen, ja. Das ist aber also, es ist sehr kompliziert, weil du musst natürlich auch schauen, wo stelle ich das hin, ohne dass ich die Leute behindere, weil man will ja niemanden an der Sicht sozusagen da irgendwie stören. Und in der Pause dann einen Akku wechseln, Auftrat, Antrat oder schaut, dass der Ton passt, dass man das irgendwo am Mikrofon so platziert, dass es wirklich in der Nähe der Musik ist und so weiter. Und das ist, wenn du selber spielst, das ist dermaßen fordernd. Also da war es super. Wie ist es mit Datenschutz bei Live-Videos? Welche Daten meinst du, Michael Unger? Jetzt kommt darauf an, wenn du das nur uns aufnimmst, ist wurscht, nicht? Das betrifft uns. Was Menschen betrifft, Zuschauer, dann sage ich das vorher. Nicht? Also wer nicht auf einen Film drauf sein will, muss sagen. Nicht? Dann wird er retuschiert oder gar nicht gefilmt, je nachdem wie es ausgeht. Es gibt ja bei manchen Veranstaltungen zum Beispiel gibt's ja so diesen Hinweis mehr oder weniger, wenn du bei der Veranstaltung bist, musst du damit Musst rechnen. damit rechnen, dass gefilmt wird, ja. Genau. Also du musst das vorher bekannt geben, wenn du das nicht willst, sozusagen. Aber ansonsten das ist halt, bei den Videos haben wir da nicht so Probleme oft, aber eher mit Fotos. Nicht? Also Fotos, gerade wenn man wie beim Darsteller, wir sitzen mittendrin im Publikum. Sehr leibend, wirklich sehr lässig. Jetzt ist halt so, wenn einer ein Foto macht, du kannst nicht vermeiden, dass du wirklich viele Leute siehst. Drauf ist, ja. Das ist Also erkennbar siehst. Ja, ne? ja. Und da ist dann oft schwieriger, wenn du es vorher nicht geklärt hast. Ja. Zoom hat jetzt 32-Bit-Technik, da muss man keinen Pegel mehr einstellen, glaube ich. Ja. Naja, Matthias Gerold hat gesagt, wir reden da von, 15, 20 15, Jahren. Mit der Usch, war ich noch nicht einmal zusammen. Wirklich war? wahr? Ja, ja. Wirklich? Bist du Uschi sicher? warst schon zusammen damals, ja, klar. Wieso war es nicht mit? Das weiß ich nicht, was gearbeitet hat wahrscheinlich. Ah, das kann Vermute sein. ich einmal. Habe nicht Geld verdient, das kann sein. Nein, aber so lange ist es auch nicht her. Ja, eben, 20 waren wir jetzt viel 20 bis vorgekommen. 15, Ja. 15 Jahre, sowas, ja. Aber naja, 15 wird schon Jahre sein. Ja. Ja. Und da hat das natürlich, da geht ja nur, ich glaube, eine 32 Gigabyte Karten rein. Mehr geht ja gar nicht rein. 64, nein, 20. Nein, ich glaube, mehr darf man nicht rein. Ja. Auf jeden Fall, ja natürlich, das sind neue Technologien, aber heute ist ja schon so ein Kameramikrofon, also nicht das eingebaute, sondern was du dazu kaufst, ein Kameramikrofon, ist oft schon in der Qualität, was früher Früher, das Zoom kommt. Zoom 4 war, ja.
H4, das ist das Gas. A4. oder Wer nicht mit seiner eigenen Frau anwesend ist, bitte melden. Jawohl. Ja, das ist sicher oft, ne? Das ist so eine Sache, man. So bitte. Wenn einer natürlich mit seinem Gespuse zum Heirigen geht und dann sieht seine Holde selbiges auf TikTok, apropos meine Herrschaft. Das weißt du auch noch gar nicht. TikTok, ich habe einen Account auf TikTok, Klaus Lebt, Klaus Steurer oder wie auch immer das geheißen hat. Den habe ich umbenannt jetzt. Auf 16er. Also mittlerweile. Na gut, dass ich das weiß. Ja, darum sage ich das jetzt. Sehr gut. Das ist mittlerweile. Ja, ich bin auch da. Mein Live-Chat geht leider nicht. Patricia, jawohl. Jawohl. Beste Grüße. An deinen Herrn Gemahl, Da war der dessen Live- Namen ich leider vergessen. Also der Live-Chat geht nur. Der Live-Chat geht nicht. Leider, ich habe den Namen vergessen, aber das ist keine Missachtung, sondern Sebastian W., hallo ihr zwei, wieder eine super Unterhaltung, die ihr bietet. Bin gerade erst dazugekommen. Sebastian, schön, dass du da bist. Freut uns sehr. Servus. Jo, na, TikTok sind wir jetzt also offiziell im 16er Burm-Account. Also genauso wie alle anderen Accounts, außer YouTube. YouTube ja. hat 16er Burm.tv. Aber alle anderen Accounts sind mit einfach 16er Burm. Zusammengeschrieben 16er Burm. Und da findest du uns jetzt auch auf YouTube. Das ist also jetzt kein neuer Kanal, sondern ist eigentlich meiner, den ich immer gehabt habe. Nur habe ich in letzter Zeit eigentlich nur 16er beim Content aufgeladen. Also insofern habe ich ihn gleich umgetauft. Lokal, aber der Markus unter uns ist auch, oder ist, warte mal, jetzt muss ich da schauen wieder. Wollt ihr den Schottenfeldermarsch spielen? Den kennen wir nicht. Den Auswendig kennen wir jetzt so gar nicht. nicht. Die zwei aus Schottenfeld. Wie mit Wir zwei zwei Namen zusammen ein Gewandel gehabt haben, das hin zum Knäpfen war. Im Alter von 2 Jahren haben wir die Waschung gespitzt. Spülerei, wo hintrig flitzt. Beim ersten Wehrgang, Das jeder ist schon lang. Denn wir wollen haben und keine. Wie geht der Originaltext? Keine Arschmituren, hat der Nagelkord immer gesagt. So geht's eigentlich nicht. Was ist? Ja. So, liebe Grüße von der Wohlfühloase. Jawohl. Ich glaube, du schreibst mir nicht, wie der Mann heißt, dass ich ihn artgerecht begrüßen kann. Aber schick ihm so auch beste Grüße. Und habe mich sehr gefreut, dass wir es gesehen haben. Beim Taschler, dass ihr da wart, dass es euch gefallen hat mich noch mehr gefreut. Leibend war's, ja. Und ja, wie gesagt, das ist ja die erste Pavlatschen, die Chantal, den Töchterchen, würdig einmal bearbeiten wird. Also da kriegt es eigentlich ein Material, sozusagen, wo die Hände zusammenschlagen wird, sagen, was was. Jetzt wird die Überlegen Überraschung wir's. Überlegen wir es. Ich mache da was Gescheites, anstatt mit den Buben. Ja. Der Rudi hat einen guten Titel geschrieben. Der Die gefällt alte mir, den Hitten. machen wir gleich. Ja, Weiter. heute habe ich meinen sentimentalen, also sentimental meine ich. Meinen sentimentalen. Halt deine Zehntel. Am Zahnersalz. Genau, der Fritzl ist wurscht, wir werden alle ständig fotografiert. Meine ist gerade Das auf stimmt Urlaub. wirklich. Bis 4. September. Ich hoffe, es hält alles. 2, 3 Speed Audio Interface, jawohl. Ja, ich war jetzt erst und ich bin wieder Anfang September. Ich auch. Werner ist auf Urlaub. Ja. Nein, meine nicht, sondern das ist jetzt die ich hab gehabt, wie heißt das, eine Wurzelbehandlung, nicht? Also vor längerer Zeit, und da ist aber jetzt ein Kanal entzünden worden. Und jetzt hat man die quasi nochmal eine Wurzelbehandlung gemacht. Das ist eigentlich nur unangenehm vom Ding her, aber natürlich nicht schmerzhaft, außer jetzt da mit der Ding halt selber, nicht mit der Entzündung, aber das ist jetzt nicht so wild, aber es gehört halt nicht gemacht. Nicht? Und ich habe das wirklich gemerkt, wie sehr das zusammenhängt mit dem Rachen, mit der Nase. Und der Stimme auch. Also Natürlich, gewaltig, ja, natürlich. gewaltig, seit das wieder ist. Also, ja. Na gut, dann machen wir die alte Hitten. Ganz alte Hitten, verdeckt von der Sonne. Ein Pflaster gegossen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassen ein Baum, der Fleckerl am Grün ist, so gestanden
wo mich als kleines Kind gelebt, dort war ich daheim. Ein finsterer Hausflur und düster die Gegend, das Wetter, das Brücke, schon von die Wind. Am Gang die Passena, Slioset geht daneben, ein kleines Zimmer, ein Strohsack, tut's an mir Kinder gehen. Und dass wir damals glücklich waren, kann kein Mensch verstehen. Zu der alten Hütten zieht's mich manchmal hin. Dort weiß ich dann, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück, Jahrzehnte, und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Mit Original Walter-Schluss. Jetzt Aber TikTok sieht doch nur so 20 Sekunden. Das weiß ich nicht. Nein, Franz, das geht auch bis 2 Minuten. Das ist im Prinzip das gleiche wie die YouTube Shorts oder die Reels auf Facebook und auf Instagram. Also ist der gleiche Inhalt in Wahrheit. Aber ja, muss man vertreten sein. Schau, ich glaube, das war das Wirtshaus. Das Wirtshaus für die Maggie. Ja, das machen wir auch gleich, ne? Wirtshaus in Otterkring. Das schlagt alles in die gleiche Kerbe. Ja, Du fällt mir aber. ja, heute sind wir auf der Ebene. Das passt, ja. Also, man muss natürlich. Michael Fessel, Weltklasse, danke dir schön. Darf ich da gleich? Na, freilich, warte, ich trinke aus. Ich hätte nur der Weinstein, glaube ich. Aber Na, bravo. Kriege ich natürlich. Naja. ja. Jetzt saufe ich mir, jetzt rauche ich mir. Naja. Danke dir schön. Ich schluck auf. Ah, Patrick, um Himmels Willen wieder nichts weg. Wir hätten ja noch genug Wein. Genug Weine hätten. So ist es ja nicht. Hätten So wir, ist es ja ja. nicht. Das saufert man nicht heute. Wo ich bin geboren worden, das war kein Ballast. Das war Das war nur Häuserlos Land. Das habe ich auch nicht auswendig drauf. War eine schöne Nummer. Manfred Graf, auch eine schöne Nummer. Am Ja. 7. August. Schau, Raffe, gibt mir da nichts Besseres als die 16er Buben mehr wohl. Raffe, das Ich taugt mir. danke dir. Nein, das wollte ich sagen mit so TikTok und so weiter, da muss dabei sein. Also da gibt es oft, manchmal so Diskussionen, was brauchst du den Scheiß hin und her, das ist ein Blödsinn. Nein, weil ganz ehrlich, schauen wir uns das an, wie viel von euch, die zuschauen, und das sind viele, die ohne YouTube und ohne diese sozialen Medien gar nicht wissen, dass es uns gibt. Ja, Und das stimmt. das ist eine ganz wichtige Geschichte, und gerade auch auf TikTok, da kriege ich dann oft die Frage, was ist denn das für Gitarre und so weiter. Oder Weltklasse. Und es gibt schon ein paar Videos, die einfach einschlagen, also für unsere Verhältnisse viral gehen. Wir sind über 4.500 Abonnenten zum Beispiel. Die ist jetzt nicht so wertvoll wie da, und für TikTok ist das nichts, ist schon klar. Aber Denk nur das Das ist gar nicht eine Video. Video. Wie viele haben das gesehen? naja gut, nein, es gibt ein paar Es gibt ein Ausreißer. paar Also, Ausreißer. die haben ein paar zigtausend Views, aber wie gesagt, das ist ja in der Realität, ich bin ja beim Wasser. Das zweite Glas Wasser, der Fischer leer. Aber das muss ich schon sagen, die qualitativste. Jawohl. Der Klang ist gleich euch gewidmet, weil das qualitativste Abonnenten Ja, Publikum hat man auf YouTube. ist so, ja. Definitiv. Das sind schon Leute, die sagen, ja, das gebe ich mir. Das ist nicht so eine schnelllebige Geschichte. Auf TikTok natürlich ist es viel schnell, also das hat es einfach nicht diesen Wert. Aber dafür kann man sehr schnell
zu Leuten kommen, die sowas nie sehen täten. Und das ist der Vorteil. Ne? Instagram ist ja lieb. Facebook ist durchaus sehr relevant. Also muss ich echt sagen, Facebook ist sehr relevant. Ja, absolut, ja. Und, Instagram. Instagram, ja. Ich mein, aber da kommen ja immer wieder welche dazu. Es gehört ja dazu. Und Twitter ist natürlich ein komplettes Stiefmütterchen. Sagt man das so? Stiefmütterchen? Ja. Sagt man so? Ja, so. Stiefmütterlich behandelt. Aber es ist einfach, es kommt vor. Genauso wie auf Telegram. Es kommen halt ein paar Infos vor. Es ist was drinnen. Und zum Beispiel auch mein LinkedIn-Profil, also das ist jetzt Klaus Steurer. Wenn wer auf LinkedIn ist, freue mich auf euren Kontakt. Auf LinkedIn ist es halt so, da bin ich halt als Klaus Steurer, ist aber auch jetzt quasi 99,1%, 16 beim Inhalt, den ich dort bringe oder sonst was. Aber auch dort ist man präsent. Und ich glaube, um das geht es. Das macht es wirklich aus. Und wie soll ich sagen, ich will gar nicht sagen, ich diskutiere nicht mehr mit Leuten drüber, sondern ich diskutiere schon, sondern ich erkläre ihnen das. Weil oft wirklich wird man fast angefeindet und sagt, erst, was brauchst du denn Scheiß, das ist ein Blödsinn und das ist nichts. So ist die Zeit. Und ein Musiker, ein Künstler, hat immer geschaut. Dass ob es in der Barockzeit war, in der Renaissance, in der Klassik, in der Romantik oder in der Popkultur oder im Jazz oder so, ein Künstler schaut, wo kann ich mich präsentieren? Ja, das Punkt dazu, so ist ganz einfach ist das. Ja. Es ist so. Wie komme ich in die Öffentlichkeit? Ja. Und wenn du dich damals in die Bravo gekommen bist und dann hat's Da haben sie ja geschaut, dass du okay gekommen bist. Ja, der gute Alte schon was ich da was. weißt du schon was, ne? Aber du hast nicht immer gehabt, natürlich den Deutschen Dieter Thomas Heck mit seinen Sendungen. Schlagerparade oder was weiß ich, was alles da es gegeben hat. Und dann hat es halt gegeben die Home Stories, nicht? Dann haben sie dich daheim Die besucht. große Chance Ja. und was weiß ich, was mit Ja, Peter das war Raab, die alles, ganzen ne? Geschichten, in Österreich jetzt nur gesehen hat. Ne? Ja. Und auf das musst du schauen natürlich. Ja. Auf das musst du schauen. Und das, worüber wir da sprechen, Das was ist früher. Rennbahn-Express oder was Ja, weiß ich, alles was alles Mögliche. geheißen hat. Ja. Aber das ist heute, sind das die sozialen Medien mit dem Vorteil, du hast keinen Redakteur dazwischen, Ja. keinen Türsteher. Ne? Ja. Und du musst halt natürlich auf jeder Plattform vertreten sein, weil sonst bringt es. Du sagst, letztens haben wir eine Diskussion gehabt mit einem Jazzmusiker. Das bringt alles nichts, Jazz geht nicht, Jazz, was der keiner will Jazz hören und das hat keinen Sinn da. Sag ich, Herrst, Alter, wir spielen Wienerlieder und das funktioniert auch. Ich meine, zugegeben, ja, wenn du natürlich jetzt super reich werden willst und super Ding, ja, dann wird es halt schwierig sein mit der Genre, aber es wird trotzdem gehen. Aber du musst dich jetzt schon ein bisschen darum bemühen, dass du rauskommst, dass du ein bisschen bekannt wirst. Und ich meine, in den sozialen Medien geht das. Aber das muss nicht Das machen. musst du nicht machen, ne? Genau. Von selber geht da nichts. Und ihr seht wir haben die 183. Von Pavlacci. selber Und ja, die Pavlacisti werden mehr, aber stetig, aber halt auch nicht massiv schnell. Und das macht überhaupt gar nichts. Man muss nur durchziehen. Man muss durchziehen und weitermachen. Und das machen wir. Mit großer Freude Ja, sogar. so ist es. Also, ja. Und eben wie gesagt, also jetzt auch auf TikTok, wer auf TikTok ist, unbedingt schaust gleich nach. 16er Buben. 16er Burm in Wacken, das gefällt. Ja, das war was. natürlich. Fritzler Startguss. Wacken ist out, die 16er sind in, so schaut's aus. Ja genau, die Dani Schlögl sagt, bis zu 10 Minuten bei TikTok, ja, aber so lange macht man nicht. Also wir halten uns schon an die quasi 1-Minuten-Regel, mehr oder weniger. Reichweite ist alles. Ja, alles, aber Matthias Gerold, du hast natürlich recht, das ist ja das Wesen von Musiker, weil ich sage, naja, ich bin ein super Musiker, aber keiner weiß was von mir nicht. Es nutzt was ja nichts, es bringt gibt mir so das? tolle Leute, sagen, aber ich spiele nur daheim im Kämmerlein, nicht so nicht, du bist Musiker sehr oder nicht. Ich meine, Wienerlied Mosch spielt in Wacken. Das war ja. Oft weißt du nicht, was du sagen sollst. Das Bleib kann bewusst, sein. Markus Christian, bewusst. Das passiert mir. Ich weiß, was man sagen will. Hauptsache, wenn man sagt, was. Ich sage immer, ich habe ganz lange immer geredet und nie gewusst, was ich da sagen soll. Nein, aber wie gesagt, da muss man durch, das muss man machen. Sonst darf man sich nicht beschweren. Also so wie dieser Jazzmusiker zum Beispiel gesagt hat, was willst du? Jetzt ehrlich, was beschwerst du? Das ist gratis. Da nimm dein scheiß Handy in die Hand, habe ich gesagt, da nimm das Klumpen Mach ein in die Foto Hand von uns jetzt und da, wie mach wir was. sitzen und schick's einfach auf.
Post Mach das auf was. Facebook einfach einmal. Ja, aber die sagt, na, mach einfach was damit. Das ist jetzt, was willst du noch mehr? Früher hast du gehabt, du hast bewerben Da hast müssen. du bewerben, dass der Kamerateam braucht und was weiß ich was alles. Ja, was heißt, braucht Kamerateam? Du hast einmal überhaupt einen Redakteur braucht, der dich überhaupt Ja. durchlassen Ja. hat. Der dir die Chance gegeben hat, dass du auftrittst. Genau. Wo in eine Zeitung reinkommen, wir müssen das machen. Und eine Werbung schalten war unmöglich. Und heute, du brauchst nichts tun, du brauchst das nur hernehmen und dann musst du das einstellen und dann wird sie weisen, bist du gut oder nicht. Kannst du was oder kannst du es nicht. Ganz schlicht und einfach. So einfach ist die Ganz Geschichte. einfach. In Wahrheit, Darf das ist trinken es wir so. den letzten Schluck? Jawohl. Bevor wir zum Schluss kommen. Schau doch auf die Uhr. Aber ich sage, und das machen wir, das ziehen wir durch und da brauchen wir noch Unterstützung, weil sonst mache ich nichts anderes mehr. Und die Musik bleibt auf der Strecke und alles Mögliche auch. Weil eigentlich mehr Social Media Marketing Agentur bin als sonst was. Und das ist mir ein bisschen zu viel. Ist Ne? zu viel, ja. Taugt mir, mache ich gern, aber ich bin damit ausbrennt. Also ausbrennt bin ich nicht, sondern damit bin ich eigentlich belegt und das war's. Und ich würde schon gerne wieder ein bisschen Musik auch machen und ein bisschen eine Freude haben, nicht? Oder ein Leben abseits vom Computer. So. Will ich sogar überreden lassen, insofern deine Schläge. Aber wenn wir in Wacken spielen, ja. Die Gatsch halten die Instrumente nicht aus, ja stimmt, Franz Brandwein. Ja genau, Raffi sagt auch, ohne sozialen Medien geht das seine Bilder gar nicht zeigen. Beim Gatsch sind ja wir nicht. Ja, immer bei einem Ding. So, meine Lieben, wir verabschieden uns mit dem Wunschlied von der Maggie. Hätte ich gesagt. Ja, ich weiß, auch Ich weiß, ein Urzheisel. Wir sagen herzlichen Dank fürs Dabeisein bei der Danke. 183. Tablatschen. Die nächste wird sein, wieder da, glaube ich. Nächsten Montag. So vom Plan her, glaube ich, von der Idee. Ja, Ja, weil Dienstag spielen wir ja im Lentner, ne? ja. Sag ich mir ja, ne? Ja, das stimmt, ja, freilich. Schau mal, dir ist Gerold. Das war nicht ironisch gemeint, das habe ich eh nicht so verstanden. Nein, Habe ich vielleicht falsch kommuniziert. Weil in der Öffentlichkeit steht, will Reichweite natürlich. Ja, Natürlich, Nein, ja. das habe ich eh. Ich habe das. Vielleicht habe ich das dann nicht fertig ausgeführt, weil ich gesagt habe, mit der Reichweite ist nicht alles. Weil ja eben auch so wie in der Kunst überhaupt, also quasi der Erfolg, so wollte ich das Erfolg dann eigentlich ist- ausführen, aber wenn ich gesagt Erfolg ist nicht alles. Also, Ja. der berühmte Seelenverkauf des Musikers an den Teufel. Ne? Also nicht Erfolg oder auch nicht Reichweite um jeden Preis, es ist nicht alles, aber es ist natürlich eigentlich das Wichtigste dieser Wenn ich Musiker bin, Dieser Branche, ja. möchte, dass man mich sieht, mich kennenlernt. Na muss man, sonst kann ich gar nicht leben Also, davon. Also, du musst schon irgendwie halt natürlich, ja, das ist halt, wenn du Rechtsanwalt werden willst, musst du halt Jus studieren, da fährt der Eismann drüber und dann musst du halt ein Gerichtsjahr machen und dann musst du halt das machen. Oder wenn du Mediziner werden willst, dann musst du halt das alles durchziehen, was halt dazu gehört. Und bei einem Musiker gehört halt auch dazu diese Öffentlichkeit, so, dieses nach außen gehen. Ne? Das gehört einfach dazu, das ist wichtig. Aber das wollte ich vielleicht im Song, was ich dann jetzt nicht das gemeint habe, dass ich dir widerspreche, Matthias, sondern dass ich gemeint habe, nein, es ist, ja, das stimmt, Reichweite ist alles, aber natürlich eben mit der Grenze, wie ich sage, nein, nicht um jeden Um Preis. jeden Preis. Nicht um jeden Preis. Uli Slonek zum letzten Uli Slonek. Servus. Und ist noch nicht zum letzten Lied, ja. Jawohl. So. Straßenhand sagt auch gute Nacht. Gute Nacht, mein Lieber. Alle möglichen. Bernd Roh, Sebastian W. Einzigartig macht's weiter so. Dankeschön. Dankeschön. Peter folgt. Wir verabschieden uns und sagen Dankeschön und freuen uns aufs nächste Mal. Wenn wir wieder Paulatschen einleiten. Ich weiß, ein uraltes Häusl, darin ist ein ganz kleines Bäsel. Der wird dieser grenzfides Mandel, serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle echten
geh ich dort bin ins Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ganz Wirtshaus, weit raus die Nottergring. Dort sitz ich und treu mich allein. Und wann ich dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn ich das Wirtshaus in unterkrieg, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum mich, ich war nicht Loch ich sing, in dem Wirtshäusl draust, in Otterkrieg. Hoppala. Verspült. Und wenn ich das Wirtshaus in Otterkrieg, war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum mich, ich war nie Loch ich sing, in dem Wirtshäusl draust, in Otterkrieg. Viert euch gut, meine Lieben. Bis nächste Woche, Montag, 20:15 Uhr. Jawohl, wir freuen uns, Papa.